5. So, bis ist mein Stuhl so weit unten? Weiß ich nicht. So, bequemen wir uns, der Timmy Boy. Auf die Sekunde, Mr. Timmy Boy. Grüße zu dir daheim. Kuss auf die Nuss, merci dir. Aber du hörst es ja gar nicht, wenn ich merci sage. Dann ignoriere ich das jetzt einfach so weg. Du meinst, ich habe mich gar nicht bedankt dafür. Und hasst mich dann all of a sudden. Und dann weißt du eh, wie es läuft. So, jetzt sind wir da. Da schau hin. Ich hab gerade voll viel Wasser eingegandelt. Jetzt hätte ich euch fast zur Begrüßung ins Mikrofon eingehabt. Das ist natürlich nichts. Habe! Events! 1 Bierger, 1, 20 Uhr, 1 Micke. Es geht weiter mit Elden Ring, aber erst in gute 9,5 Minuten. Wir heute! Was ist es ist? Was soll er? Leuchtrauschkugel, merci für 130 Monate. Servus, so, jetzt bin ich mal wieder ein Jahr älter als der bärtige Mann im Internet. Das heißt, ich liebe die sag mal, dass du Geburtstag hast, ohne dass du sagst, dass du Geburtstag hast. Alles Gute, da bist du noch netter dran an einer verhängnisvollen, runden Geschichte als ich. Das beruhigt mich wieder ein bisschen. Selbstspieler! Birger da! Birger bin da. Kriegst du mal einen Haufen, das haben wir schon lange nicht mehr da. Glaube ich, weiß ich nicht. Ich muss auf den Koppen! Scheiß Blutsmineralwasser! Normalerweise saufe ich bloß ein Leitungswasser, aber heute, oder gestern, oder was weiß ich, wann haben wir irgendwann eine Rundum-Mail gekriegt, was heißt so, bitte kein Leitungswasser trinken, da sich darin Keime befinden. Wir flippen da. Hashtag Raute-Taste, schon wieder Hashtag Leertaste, Hashtag Erinnerungstaste, Hashtag Das ist nicht besser wissen, da die sagen, es war der Timmy, aber es war halt nicht der Timmy! Erinnerungstaste, Hashtag Raute-Taste, Hashtag Leertaste, Hashtag Erinnerungstaste. Wieso legst du das so schnell? Halt doch! General Demon, merci, Selbstspieler, merci, mein Mike, merci, das ist zu viel. Und du weißt das! Du bist lange nur dabei, das weiß ich. Was steht denn bei dir hinter der Mitgliedschaft drauf? 60 Monate, weiß ich nicht. Geschubster. Bugel, merci für den 31er, der Chefständige Chris aus Bong. Ich war auch gern der Birger aus Bogen. Merci dir. Der Kone! Servus miteinander. Nach enttäuschendem EM-Spielen freue ich mich jetzt auf absolutes Pro-Gaming. Ich schaue keine anderen Spiele außer die Deutschland-Spiele, so wie das ist. Leerzeichen, 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 Leerzeichen. Ja, du weißt es, aber es ist. Du kriegst einen Knackschuss vom YBO. Timmy Boy, merci dir. Opa, mein Beileid, ich bin nicht auch ein Jahr aufgerutscht. Alles Gute zu mir. Weißt du was? Nein. Ohne Scheiß, es ist am Montag schon wieder aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht warum, völlig aus dem Ruder gelaufen. Wir hören sofort wieder auf mit irgendwelchen... Pfui Krias auf der Oberpfalz. Was, du hast mir lange nicht mehr gesehen? Das ist tatsächlich richtig. Deswegen war ich kurz überlegt, so, Ebenbau, ah ja, scheiße, stimmt, das ist auch so ein vollgasnerischer, bitte Herz, bitte nicht. Es ist am Montag schon so dermaßen aus dem Ruder gelaufen, dass ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt schon wieder, Alter? Ist aber so Ende des Monats, das was übrig ist, das scheißt mir ins Internet, oder wie? Oder was ist da los? Ebenbau, merci dir, mein Mike, merci dir, Rest natürlich auch mir. Na Schluss jetzt! Goddammit! Was ist denn mit euch? Oh! Elden Ring, der Bürger ist schon mittendrin? Sauft seine Flakons, kurz Weizen. Sie nicht wundern, dass aufspreizen. Doch der Bürger kann sie wehren, ob mit Schwert oder oder Morgenstern. Mach weiter so. Magis, das war mir ein Fest. Das schön. Das ist die erste sinnvolle Donation seit keine Ahnung wann. Made my day. Dankeschön. Kuss auf die Nuss, aber 25 Jahren trotzdem 2. Leute, jetzt beruhigen Sie sich. Wir scheißen da schon wieder was? Mit dem 50er, weiß ich nicht. Und Resub gleich hinten neu. Keine Ahnung. Ein Ami stehen vor dem Hofbräuhaus. Okay. Der Ami will ein Gespräch beginnen, holt seine Zigaretten heraus, hält sie dem Bayer hin und fragt: Smoking? Der Bayer lacht aus voller Brust. Nein, das ist ein Trachtenanzug. Oh, bei Variant Rim, da haben wir schon besser nicht gehabt. Bin ich so gnadenlos ehrlich? Ist mir wurscht, was da los ist und wer und überhaupt? Nein, da haben wir ihm schon besser nicht gehabt. Variant, merci dir. Ebenbau mich, nochmal merci. Beni, merci. Der Birger auf weitere 45 Monate. Hashtag Schorrahmen. Was ist das Schorrahmen? Oh Gott, ich stehe wieder auf der Leitung und blamier mich komplett, aber ist ja gut. Timmy Boy, lest die Donau bitte nochmal. Ein Veganer und ein Vegetarier springen von einer Brücke, um zu schauen, wer zuerst unten ankommt. Wer gewinnt? Die Gesellschaft. Den glaube ich haben wir schon mal gehabt. Der ist aber nicht schlecht.
Löwen Sie. Habe die Ehre, Bürger. Es fucking schöner Elden Ring DLC-Stream. Deep Counter goes. Brrrt. Nix, heute wird nicht gestorben. Hagelberger. Willst den harten, trinkst den Haken. Lass der gut gehen. Schmeckt dann. Lass der gut gehen, schmeckt dann. Von der Spätschicht bei 35 Bin ich für Behinderte? Grad in der Halle Boah, leck, ja, das muss das. Also bei uns ist gerade das absolute Todeswetter. Ich möchte eigentlich am lieben Balkon die auflassen, damit es da mit keiner wieder rein, aber es geht ja leider nicht. Dann steht der Nachbar vor der Haustür und fragt sich, Kruzifix, was da ist, was zur Hölle ist denn da herin eigentlich los? Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Sebastian, merci, aber Drittbürger muss wieder mal was hören lassen von mir. Grüß aus Wern, auf ein schöner Stream, Hashtag Depf. Schöne Grüße nach. Wie ist denn das eigentlich? Dem müssen wir mal genauer auf den Grund gehen. Jetzt passt mir aber. Nächsten Montag bin ich wahrscheinlich sehr schwer Volksfest geschädigt. Na, was ist denn das jetzt? Den Namen habe ich noch nie mit. Hoppala. Es passiert Ja. Mal und Hosen GS geschissen. GS geschissen. Mr. Klaas Xerion. Ich kenne deinen Namen, aber glaube ich nicht in Verbindung mit goldenen Rahmen. Hey, kriegen wir uns jetzt wieder? Ei? Haben wir es jetzt dann? Was ist denn heute? Was ist denn am Schluss vom Monat? Heißt es selber, gibt dem Fettsack Geld oder was ist der Plan? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Dankeschön! Fix, Schluss jetzt! Ist okay! Timmy Boy, Schluss! Das möchtest auch bloß du, dass ich es nicht mitbekomme. Ich bekomme alles. Schluss jetzt! Schnauzen! 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 So, ne, Leute, Dankeschön. Ernsthaft, aber bitte, chill, okay? Chill. Chilli Kniescheibe, ist alles cool. Ist gleich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nach 7 Jahren weiß ich nicht, was ich zu sehen die Sachen sagen soll. Außer, dass ich wieder mal das Gefühl habe, gut, sagen wir, jetzt wird es ein wenig ruhiger. Lassen wir die Leute chillen, irgendwann ist alles einmal vorbei. Na, da, Schäkel, Bitch. Keine Ahnung. So, jetzt nochmal. Dankeschön. Montag bin ich wahrscheinlich schwer Volksfest geschädigt. Dann werden wir mir herausfinden, wo liegt die Fehde bei den Österreichern zwischen die Österreicher und die Wiener. Ich weiß schon, ihr sagt Werner, wir sagen Wiener. Wiener Würstel. Kein Mensch sagt bei uns Werner Würstel. Kein Mensch, jemals. Wenn jetzt da wieder irgendjemand beim Chat daherkommt, was ist bei uns auch Werner, dann muss ich ihm leider einen Finger stecken und ihm aufblasen. Das muss er dann selber machen. Das hat mich interessiert. Das ist nämlich dieselbe Fehde wie bei uns, Bayern und Mingerer. Glaube ich, so ein bisschen. Man mag sie nicht. Keiner weiß recht warum, aber man mag sie nicht. Ich weiß es nicht. Also gut, bei uns weiß man, in Minger wohnen Leute normalerweise, ja, nicht alle, nicht, dass wieder Mingerer zuschauen und die dann das Warnen anfangen. Normalerweise 90% zugerüstet. Die 2 Wörter Bayerisch kennen und wenn sie es fragst, sagen wir, oh, Katzel schwarft und sagt, ja, sag ich, gut, kriegst du aufgestrichen. Ja, sauber nicht, von hinten du mich. Also gut, vielleicht fällt es dann wieder ein. Saufst du mit 2, 3 Massen, dann wird's wieder. Wien, ja, da geht's schon los. Da, Wien ist nicht Österreich! Ich weiß schon, das ist bei euch die gleiche Fehde wie. Das sind Frankfurter, die wieder. Ich sag's schon. Ja. Dem gehen wir am Montag auf den Grund. Am Montag werden wir nämlich einen Blätschmerz machen. Einfach, weil ich mit Sicherheit da sitze, Rot und Wasser schwitze und warne und mir sage so, ich trinke nie wieder was. Und am Wochenende drauf ist es schon wieder so weit. Das ist einfach Sommer. Das ganze Jahr wird nichts gesoffen, aber sobald es schön wird und sobald es hier bei uns in Weinfest und Volksfest und Grillfest und leckt mir am Arsch, dann, ja, was ist. Dann steht da so eine halbe, die ist eiskalt, was soll ich machen? Und dann steht da noch eine und dann wird der halbe der Kasten draußen, dann weiß ich, wie es läuft. Aber ich halte nicht mehr so viel aus wie früher. Und komme bei weitem nicht mehr so viel saufen, wie das mal vor 10 Jahren oder so war. Das ist mir auch, habe ich auch festgestellt. Vaping Hobby, du bist auch schon 5000 Jahre lang dabei. Das ist absolut irre, ohne dass ich auf die Zahl schaue. Ja genau, 62 Monate. Sehr fix, 62 Monate auf einen schönen Deep-Counter zur Pimmelabend. Kuss auf die Nuss, danke für unendliche Loyalität. Kuss auf die Nuss. Nein, die Würstel heißen Frankfurt. Genau, das sind Frankfurt, ja genau. Passt, ich bin Wiener, geht schon. Ja, jetzt fangen wir noch schnell ein bisschen Schlägerei untereinander. Ihr schlagt euch im Chat umeinander. Ich sag, nein, Julia! Jetzt muss ich schon mal nochmal nachfragen, wann gibt es Birger Bitches? Wann gibt's Asperger Bitches T-Shirt? Wie kann man das da drin verarbeiten? BRGR BT C SC? Und dann ruckt man den Minenknopf einfach mitten. Oder machen wir rechts noch einen hin. Oder 2 so.
Ja, und oben ist in Wörtern der Radetzky-Marsch angetriggert. Wie hoch ist der Demand für sowas? Wo haben die Damen? Wer rennt freiwillig mit einem Bürgerbitches-T-Shirt um und sagt es mir gleich? Leute, danke schön, Julia, danke, das ist 2 und du weißt es. Antichrist, merci dir für deinen Vierer. Warum können Frauen nicht boxen, weil sie keine Rechte haben? Xöll, Michaela, merci dir. Schöne Grüße, sehen wir uns am Volksfest. Wird bestimmt der Gaudi. Auch merci dir. Auch Mantrik, Friedel Fedels ist von uns, das habe ich auch mitgekriegt. Einen Gedenkmoment für eine bayerische fucking Legend. Ruhe. Wer das jetzt gerade nicht mitgekriegt hat, ich glaube, gestern ist der Friedel Fesel gestorben. Eine absolute. Da habe ich mir das Meme vor der Nase, wo der kleine Bub da sitzt, spielt, Papa, was hast du früher da? Und ich habe quasi Musikkabarett erfunden. Fucking Legend. Sehr gut. Schade drum, aber ein Friedel Fesel hat, glaube ich, seit über 10 Jahren, über 15 Jahren sehr schwer mit Parkinson zu kämpfen gehabt. Das ist jetzt keine Relativierung, ja. Das war abzusehen, der hat noch sehr lang gelebt. Sehr lang, muss ich sagen. Der war 2 Jahre älter wie mein Pap, wie alt war er dann? Weiß nicht hundertprozentig. Der ist auf 80 zugegangen, kann das sein? Kann das sein? Press Triple F in den Chat für eine verdammte Legende. Für eine verdammte Legende, die du heute noch hören kannst und die totlachst vor lauter Blödsinn. Super awesome. Muss anscheinend auch ein sehr netter Kerl gewesen sein. Gibt es eine gute Dokumentation, die ist zwar schon ein bisschen älter, aber ich glaube, gibt es auf YouTube auch. Die ist auf alle Fälle wert, einmal anzuschauen. Da gebe ich dir mal Brief und Siegel. Bei Witz gibt der Bavarian Dream noch hinten neu. Ich will auch mir einen Geld in den Armen haben. Nein, das ist not how it works. Bavarian Dream, Kuss auf die Nuss, merci dir. Löwensepp, merci dir. Auf Schiene 49 Monate im besten Squad, auf die nächsten 59. Wenn da der erste Win da dort steht mit einer 3-stelligen Zahl, Alter, dann scheiße ich her. Das ist wirklich. Ogmantrik, Manik, Entschuldigung, merci für den Hinweis. Jetzt bist du die letzte bayerische Legende, die mir gerne zuhören. Das stimmt nicht. Wir haben ja immer noch einen Gerhard Polt, wir haben ja immer noch eine Monika Gruber und mit mich, absolut Volltrottel, mit sich einen Namen vergleichen, ist absolut lächerlich. Okay? Das fangen wir uns bestimmt nicht an. Okay? So. Freunde der Sonne! Jetzt ist schon. Jetzt kommt der Fred! Okay. Franzen! Du bist jetzt der Letzte, der da Hörerin auftaucht und aufploppt. Ich starte jetzt mal das Spiel, weil sonst können wir kein Mack nicht verraten. Was heute gut passieren kann, ich bin viel besser benannt wie am Montag, vielleicht spielen wir ein wenig länger. Weißt du was es ist? Von hinten! Wann gibt es mit mir einen Bürger mal ein Meet and Greet? Wahrscheinlich eher gar nicht. Das habe ich einmal gemacht, ganz am Anfang, und das hat mir so überhaupt nicht taugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so der kontaktfreudige Mensch in echt. Sage ich freiweg, wie es ist. Darum wird das wahrscheinlich eher nicht passieren. Wieso seit wann? Jetzt haben sie extra das Bandai Namco-Logo geändert, dass es mit dem schwarzen Hintergrund kommt und trotzdem kriege ich ein Flashbang in die Fresse. Der Herr Kultzeit, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Sowas wie der Fredel kommt nicht mehr nach. Das ist richtig, hat es seitdem nicht mehr gegeben. Hat seitdem auch nicht mehr gegeben. Den einzigen, den ich da auf eine Stufe stelle, das ist der Gerhard Polt und der ist eine lebende fucking Legende. Auf einen guten Stream, Schauen wir mal, wie oft dass wir sterben heute. So. Achso, einen Franzen sagen wir gar nicht erst da. Der Bierger, ein schöner Gruß, natürlich an alle narischen da erinnern. An schöner Gruß, natürlich an alle narische die So, ich werde das jetzt instant retriggern, weil sie angezeigt worden ist. Warum mache ich das gar nicht mehr aufblinkt, oder? Gott, ich schwitze jetzt schon wieder wie eine Drecksau. Das scheiß T-Shirt pickt schon wieder an mir. Was ist denn? Oh, Money Stream, wo? Wo? Franzen, merci dir. Es ist gnadenlos zu viel und du weißt, da haben wir es. Achso, dann steht der Text nicht unten dran. Ja, das da irgendwie, das auch noch Sinn machen, wenn da irgendwas steht. Da steht tatsächlich was. Der Bürger auf, ein schöner Grüß, natürlich an die alle narischen Hörerinnen. Grüß gefälligst an Franzen zurück und jetzt Ruhe mit Donations, sonst kriege ich einen Vogel. Wir fangen mal jetzt an. Okay? So, Donation Sounds aus. Wir schalten mal um. Dann schalten wir mir das Gamepad des Vertrauens. Ja, ich bin immer noch hinter dem goldenen Ding. Gott, du hast weg jetzt! Hilfe! Dankeschön, Leute! Kuss auf die Nuss! An alle! Bussi Nussi, das ist zu früh und ihr wisst es. Ich weiß, was das wieder soll. So, was ist ich wieso gerne mein Gamepad nicht? Jetzt. Was ich gehört habe, ist, dass wir mir eine neue Version haben. Wir haben leicht gebufft worden. Wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist automatisch runtergeladen.
wenn man sich anmeldet. Ich weiß bloß nicht, weiß jemand, was die aktuelle Version ist? Version Anwendung 1.12, Version Kalibrationen 1.12.2. Weiß jemand, was die aktuelle Version sein müsste? Hat das jemand auf dem Schirm? Wir haben nämlich, glaube ich, ordentlich geboostet worden. Was heißt ordentlich? Ein bisschen. Und zwar diese Skadu-Baum-Dinger, die uns im DLC stärker machen und widerstandsfähiger machen und mehr Schaden und den ganzen Scheiß, haben ein bisschen gebufft worden, dass die ersten, die man sammelt, ein bisschen stärker sind, als sie das vorher waren. Bürger schon am Schwitzen und Eltern noch nicht mehr angefangen. Ja, Andal, du sagst es, Alter. So, wie Sie sehen, habe ich was Neues. Guckt dir das an, Alter. Letztes Mal hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, schönen Gruß, aber da habe ich es schon gehabt. Ich habe mir letztes Mal nämlich gedacht, es muss doch ein besseres Schädel geben, wie das, was ich da habe. Da habe ich mal gegoogelt und habe im alten Spiel, also im Hauptspiel ein bisschen umeinander geguckt und habe dann gesehen so, oh, an dem bin ich genau, da war wo es das Ding gibt, aber ich bin gnadenlos daneben vorbeigesegelt und da ist man nur schnell geholt. Sofort auf Level 25 aufgelevelt und jetzt gibt's, was das auf die Fresse. Jetzt können wir mir blocken wie die Sau. So, der Stefan schreibt, wie, Buff, wo? hab ich heute ein Video gesehen, Nachmittag irgendwann. Es ist Patch gekommen. Ich weiß allerdings nicht, ob der schon greift oder nicht. Ich weiß nicht, was die richtige Version ist. So, kurzes, jetzt mal so, kurz, was hab ich gemacht? Ein bisschen habe ich gespielt, hab da einen Haufen Zeit gekriegt, ich hab ein paar so Mini-Bosse zusammenpimmelt und Talismane gefunden, ich hab die Open World ein bisschen erkundet. Herr Lindner, was da los? Neues Mitglied! Ah! Greenscreen! Nein, das ist gar nicht der Greenscreen, das ist das Klappball von meiner Kamera. Herr Lindner, kriegst ein Privatkonzert, pass auf, 3, 2... Kuss auf die Nuss und der Greenscreen ist da kaputt. Schund! Klub! Schick wieder zurück! Nur Frage, was ist ein Buff? Müdes Kraut. Darfst du jederzeit, für das bin ich da. Muss nicht jeder wissen, was ein Buff ist. Ein Buff ist nichts anderes wie das Gegenteil von einem Debuff. Herzlichen Glückwunsch, jetzt kennst du dich aus. So, ich habe Hosen gefunden und was ist, nein, Schmarre, was ist ein Buff? Wenn ich zum Beispiel hergehe und wir sehen da nach drüber, Schluss jetzt mit Donations, gut, sie fix jetzt. Wieso kommen Frauen nach dem 50. Lebensjahr keine Monatsblutungen mehr? Das Blut wird jetzt für die Krampfadern Schluss! Merci dir, Flo. Welcome to the squad, up in den Chat. Merci, Flo. Ein Buff ist zum Beispiel der Zauber da links. Als Beispiel, den ich mir auch geholt habe, auf mehrfacher Empfehlung. Flamme gibt mir Kraft. Den hau ich mir rein. Zack. Und dann sagst du oben ein paar so Dinger, das gibt es in mehreren Spielen, nicht bloß da. Und dann hast du im Prinzip sowas wie eine Aura. Aura gut, aber für mehrere Leute in deinem Umkreis, für die selber ist es halt ein Buff. Dann hast du eine bestimmte Zeit lang, oder solange der Buff aktiv ist, mehr Schaden, du holst mehr aus, du wirst halt einfach stärker. Das ist ein Buff. So, so viel dazu. Dann, kurzer Kartenblick. Da war ich überall. Ich habe da nicht weitergespielt, wo wir waren. Also in dem Lagerhaus Erdgeschoss haben wir letztes Mal stehen geblieben. Ich habe mir da einen Haufen Sachen markiert, was ich halt in der Open World ablaufe. So. Einfach mal dann. Da habe ich beim fetten Drachen zusammengehauen, der da gegen die Soldaten da kämpft. Und ansonsten habe ich nur 2 Dungeons gefunden und da die Oberflächen abgrast und geschaut, was da so gibt. Hab manch Skadu-Baum-Upgrade gefunden, einfach mitten da, zum Beispiel einmal da direkt an der Gnade da und einmal da an der Gnade da. Dann habe ich da herunten diese Festung des Tadels gemacht, die ist nicht recht groß und da ist bloß am Schluss ein ganz normaler Standardritter als kleiner Boss drin und droppt dann Talisman, ich weiß bloß nicht mehr genau welchen, das weiß ich nicht mehr auswendig und ansonsten bin ich da überall umeinander gelaufen, hab da umeinander gesucht und alles, wo wir halt im Stream keine Zeit nicht gehabt haben. Ja, da habe ich mir noch was markiert, da wollte ich irgendwie rauf, hab's aber nicht gefunden, das weiß ich noch, das lassen wir mal markiert, da war ich noch nicht und ja, ansonsten habe ich nicht recht viel gemacht. Da habe ich so einen Untergang habe ich da gefunden, bis da oben ewig lang und da habe ich dann schon gespannt, so, oh, ich bin in dem Gebiet da herunten, wo ich eigentlich noch nicht sein sollte und da habe ich dann aufgehört, da habe ich nicht weitergespielt dann. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Schauen wir mal, wo es dann weitergeht, wenn wir heute, ich hoffe, den Boss da in dem Gebunker da schaffen, wo wir da sind oder wie auch immer. Wie rüste ich in meinem Beutel Y-Dreieck was aus? Was? Wer fragt das? Freshmark. Wie rüste ich in meinem Beutel Y-Dreieck was aus? Meinst du die oberen Dinger da, die ich jetzt da gerade durchschalte? Es sind Zauber. Da gehst du an deine Gnade her, machst du so. Geht nur an der Gnade, meines Wissens, bitte korrigieren Sie mich im Chat, wenn ich mich vertue.
Dann gehst du da auf Zauber lernen und alles, was du da auf Y, was labert nie für ein Scheiß? Also, du kannst auf Y nichts equippen. Ich hab jetzt einfach... I assumed, du meinst eventuell diese Zauber da. Also generell kannst du auf Y nichts equippen. Y ist der Aktionsbutton. Zum Interagieren mit so Nachrichten oder mit der Gnade oder mit den Dinger da. Sonst kannst du auf Y nichts tun. Ich hoffe, das war Information genug. So, das haben wir alles gemacht. Bis dahin haben wir uns durchgeprügelt. Letztes Mal haben wir noch mit dem Stefan, merci nochmal fürs Helfen, da bin ich dann nochmal runtergefahren, zurückgefahren und hab da alles durchsucht, da geht dann auch Treppen irgendwo in den Kanal runter und was weiß ich wo übereinander. Doch drückst Y und halte. Also, stimmt, habe ich vergessen, da habe ich das benutze ich ja selber ständig, ich Vollidiot. Sehr guter Punkt. Das ist eine gute Frage, die du mir da jetzt gerade stellst, weil ich es gerade selber nicht hundertprozentig auswendig weiß. Wenn du auf Y drauf bleibst, dann kommt da ein zweites Menü. Und dann kannst du mit dem Steuerkreuz links, rechts auf für oben drücken. Ich drücke jetzt zum Beispiel oben und mache dann meine Laternen ein. Zack. Wie rüsten wir da Sachen aus? Warte mal. Muss ich selber nachdenken. Ah ja. Du gehst ins Menü, Start, und dann drückst du einfach nach rechts. Zack. Und dann bist du da über mir. Da. Und dann kannst du da Sachen rein tun. Was das da ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da habe ich selber auch nichts drin. Aber da siehst du, wenn du nach oben drückst, ist das drin. Das habe ich noch nie hergenommen, was auch immer das auch ist. Da habe ich mein Pferdl da drin, meine Laternen und meine Beschwörung. Jetzt. Und da brauchst du bloß, pass auf, da kannst du dem aus mir raus und klickst du normalerweise auf Y, dann geht das Ding auf und dann kannst was auch immer du willst, kannst du da rein equippen. Ich nehme da natürlich mein Mimik, damit wir da nichts umstellen, sonst kennen wir nicht mehr aus und dann passt. So! Haben wir die 5 Minuten um, jetzt ist 20:08, wir haben noch keinen einzigen Meter nicht geschafft, aber wir glaube ich werden heute sowieso ein bisschen länger spielen. So, ich habe keinen blassen Dunst, wo es hingeht. Wir schauen da jetzt einfach weiter und schauen wir mal, was haben wir da. Talisman voraus, umso mehr Zeit für dies Springen. Ah! Was? Ja genau, du Affentyp. Affentyp! So, lernen wir uns gemütlich zurück, prügeln wir uns durch. Easy peasy. So, was ist da jetzt los? Springen. Das schaut tatsächlich aus, als dass da hinten irgendwas gehen. Da kommt man aber nicht auf. Ah, hier ist er noch weiter. Ich halte mir lieber mein Schädel vor, weil da mit Sicherheit gleich wieder irgendein Arschloch vom Meck rausgreift. Oder? Hundertprozentig. Da ist was. Okay, ist einfach mal da im Meck der Blitzdrachen Talisman +3. Dürfte Blitzriesig gehen. Habe ich da eigentlich das Richtige drin? Ja. Mein Bild habe ich ein bisschen umbauen müssen. Ich habe andere Handschuhe und andere Hosen noch, weil es vom Gewicht her nicht ausgeht, weil das verdammte Schädel 29 Kilo wiegt. Oder besser gesagt ein Gewicht von 29,0. Talisman, ich habe einen anderen rein da, einen Perldrachen-Talisman, mehr aushalten, mehr gut. Und mit dem neuen Schädel verbessern den Abwehrkonter, damit wir ein bisschen mehr Damage haben. So, da ist jetzt irgendjemand gestorben. Warum ist jetzt da jemand gestorben? Das darf mich jetzt schon interessieren. Da ist irgendjemand, gegen irgendwas kämpft der da. Gegen was kämpft der da? Und das schaut mir irgendwie aus wie ein Tier. Ja, tatsächlich, da ist ein Ding. Ah ja, dann ist da wahrscheinlich irgendwo ein Gegner dahinter, der uns jetzt da gleich aufs Maul hauen will. Sag ich das kommod und richtig. Ja gut, das ist kein schwerer Gegner, aber da haben mehrere Blutflecken herin. Das mich interessieren, was da los ist. Gibt es da sonst noch was herin? Nein. Gehen wir einfach gleich einmal da weiter, weil es eh wurscht ist. Schauen wir mal. Messen wir das Glut, brauchen wir nicht. Jetzt mal so. Ja. Einfach immer das Schädel vorne hier halten. Ja, die kleinen Scheiß-Idioten da, die gehen mir fast gar nicht auf den Sack. Au. Ist gut, Meister. Ist gut. Ach, die fliegen mir. Die fliegen mir noch auch die Arschlöcher, okay. Erstmal Buff rein. Buff-Trank rein, dann einmal heilen. Dann geben wir uns noch unseren Healing und dann passt es schon. So, prügeln wir uns einfach mal gemütlich durch. Durchsuchen wir alles schön. Das ist für mich immer das Schönste. Ah! Ja, den kleinen hätte ich eigentlich sehen müssen. Achso, wir sind da wieder. Moment einmal. Jetzt sind wir da im Kreis gelaufen, oder was? Gut, dann gehen wir da mal hinten die Treppen auf. Hey? Wie mir schon wieder Zoss am Bugel runterläuft, ist so richtig geil asozial.
Also es ist halt so richtig stark asozial. Magst nicht die Säulen in dem Raum auf? Welche Säulen in dem Raum? Habe ich da was übersehen? Der Maurer, was meint er da damit? Ich weiß nicht, was für Säulen das du meinst. Mir da schlagen wir da herin übrigens alle, egal wie klar das sind. Zu total overlevelt haben wir zu 30 schon kleiner niederschlagen wie die. Schwere Bestienknochen, was haben wir da so? Arschwasser bis zum Hals. Ja, eher vom Hals bis zum... eher das Arschwasser vom Hals. Man kann sich fragen, ist dann Doping abwaffen? Im Prinzip ja, ich baue mich. Prinzip schon verstanden. Prinzip auf der Stelle verstanden. So. Easy. Die da schlagen wir beide gleichzeitig. Easy. Schaut's mir noch eine riesengroße Bücherei. Was ist mit dir da? Nein, vergiften lassen wir uns nicht. Kim, spring Vierer, du Kackfrisur. Ja, dann halt nicht. Dann Chemie unterschluckt die einfach. Machen wir es oder so. Weißt du, was mit das? Irgendwie habe ich ein bisschen. Wer erinnert sich, wir hatten die. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat. Es gibt da so eine komische Bücherei, die schaut ziemlich. Ach du Scheiße. Schau, das neue Schild übrigens blockt alles. Ich verbrauche fast keine Ausdauer. Es kommt 0 Physical Damage durch. Brutal. Also eigentlich, das hätte ich schon viel früher nehmen sollen. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass wir deswegen einen Easy Mode im Spiel freigeschaltet haben, aber das Ding ist schon gescheit krass. Zwar jetzt auch nicht das Schönste auf der ganzen Welt, aber es passt schon. So, nochmal zurück. Bücherei, Bibliothek mit den komischen Kerzenkopftypen in Dark Souls 3. Erinnert mich noch. Hab ich ein bisschen Flashbacks. Nein, du haust mir jetzt nichts. Nein! Keine Fireballen ins Gesicht schießen. Dankeschön. Eine Spirale brauchen wir nicht. Du musst über das Vieh nach oben laufen. Über das Viech nach oben laufen? Da ist was oben tatsächlich. Ja, ich sag da. Ja, ich seh schon. Ja, hab schon verstanden. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie auf diese Bücherregale aufkommen und da dann umeinander springen. Irgendwas schon. Was hat jetzt da wieder umeinander gehauen? Irgendwas haut da wieder umeinander. Gehen wir da hinten durch. Na, da waren wir schon ein Ring, gell? Da steht einfach! Der ist schon wieder so fucking camouflage, dass ich nicht checkt hab, dass da jemand steht! Hat den irgendjemand gesehen vorher? Ich nicht! Rechtschaffender Befleckter, zu lang haben wir uns nicht gesehen. Da war dieser eine Gedanke, der mir nicht aus dem Kopf wollte. Darum bin ich hier, unfähig, den nächsten Schritt zu machen. Nachdem Fürst Mok in seinem Palast fiel, scheint nun sein Leichnam verschwunden zu sein und den direkten Weg zur gütigen Mikella gefunden zu haben. Ich erinnert euch gewiss, dass ich einst Fürst Mok als Reinblutritter diente. Doch ich enttäuschte ihn bitter und verlor meinen Schwur aus den Augen. Ich würde einfach alles tun, um Wiedergutmachung zu leisten. Das ist garantiert wieder irgendein kryptischer Hinweis auf irgendein Quest-Item von irgendwo. Ich check's nicht. Welche Pläne könnten Sie nur für die Überreste von Fürst Mok hegen? Die Auswirkungen sind äußerst bedenklich. Jetzt reden wir nochmal mit ihm. Welche Pläne... Ah ja, jetzt haben wir alle Dialoge durch. 100%ig muss da wieder was ich mache. Schauen wir mal, was die Nachricht sagt. Preiset Freund! Wo ist die Map, wenn man sie braucht? Das stimmt, gut, der Hörerin hilft uns die Map nicht recht viel weiter. Das ist alles, was man sehen. Ja gut, weiter. Du, wir haben Zeit. Wenn es ist, dann legen wir heute um 10, halb 11, legen wir eine kleine Raucherpause ein und dann lüften wir mal durch und lüften wir mal die vorne durch die Hose durch. Und dann, jetzt gehen wir mal da rauf. Ja, was da herin so umeinander läuft, ja, das ist eigentlich ziemlich groß da, ne? Jetzt haben wir ja erst Sitzwort zusammen da. Schluss mit einem Schuss. Schuss. Oh, da ist nochmal so ein roter. Die Watten, die haben halt so bitter gefährlich, wenn du nicht ohne Schädel, ich wüsste gar nicht. Das war wieder total unnötig schwer so. Und so es ist einfach. Dann tust du einen Schwerheit neu und dann ist er rüber schon. Hm?
Dann hat er uns noch was droppt auf. Was hat er denn droppt? Hast du was gedroppt? Das sind ein Haufen Schmiedesteine. Bestienhorn. Und dann gehen wir mal weiter da unten. Wird alles so geschaut. Alles wird angeschaut. In der schlagen wir auch noch schnell. Das schaut auch schon wieder sehr verdächtig aus da. Schaut irgendwie, weiß ich nicht, das schaut schon wieder aus wie ein Tier da irgendwie. Sehr verdächtig, sehr verdächtig. So, und irgendwie von da kommt man hundertprozentig dann auf die Kastel da auf und kann dann da umeinander springen. Da zum Beispiel, da schlagen wir erstmal rundherum die ganzen Idioten, bevor uns die wieder irgendwelche Fireballen hinscheißen. Wer schießt denn da? Ach, er da oben. Ja, da darf ich mir jetzt mein Holzschädel wieder wünschen. Nehmen wir den Schmiedestein mit, das wollen wir weg da. Dann gehen wir da wieder weg. Da kommt bloß ein Grammwasser. Gehen wir nicht hinterher. Schießen sie jetzt immer noch was nach? Nö. Na gut, dann machen wir da noch nicht herum. Da steht auch noch einer hinter dem Bücherregal dort. Wo sind die Likes? Fragt das von Zucht die Brüder. Weiß ich nicht, die sehe ich gerade nicht. Berechtigte Frage, wo sind die Likes? Kinder. So, wie viele Affentypen haben da wieder herum? Was? Der wird automatisch triggert oder was? Alter, was der. Alter, was. Alter, war das knapp! Ich mag behaupten, ich hab nur genau ein Leben gehabt. Heiliges kann. Okay, sie können doch gefährlich werden, ist doch kein Easy Mode. Halten wir wieder unser Maul einfach. Der haben wir nicht so viel geschafteln. Benötigt das Objekt voraus. Aha. Was brauchen wir da für ein Objekt voraus? Was brauchen wir da voraus? Achtung, Objekt. Wo denn? Ja, man kann da oben springen wahrscheinlich, aber... Kann ich da rumlaufen? Nein, das bringt uns auch nicht weiter. Das war so fucking close one. Ich sehe da bloß Pro Gaming! Ja, ich bis jetzt auch nur. Oh, droppt da auch wieder was. Oh! Dolch der Feuerritter, den nehme ich natürlich schon mit. So, da liegt auch ein Item umeinander. Alles wird eingesammelt. Was war das? Irgendwas, wo ich bis jetzt noch nicht weiß, für was man es braucht. Wir werden einfach... Das Pferd vielleicht? Ja, Pferdl kannst du in Räumen nicht hernehmen. Oder vielleicht meinst du das als Objekt? Das Pferdl, das kann natürlich auch sein. Der Hashtag 1 HP. Ja, ich glaube auch, dass das... Da waren wir maximal bei einem HP. Kein HP mehr. Ah ja, jetzt passen wir auf. Oh, da ist PvP. PvP-Klump, da muss man auch irgendwie umkommen. Ich sehe auch schon wie. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da jetzt ein Scheiß passiert. Okay, aus irgendeinem Grund passiert. Irgendwas geht da auch umeinander. Ich höre Schritt, aber da ist jetzt nichts. Was haben wir da? Hinten. Oh, Duellantenschild. Okay. Ah, da geht etwa um, sagst du. Ah, nochmal ausgeschmiert. Du blinder Uhu. Ach, da kommen zwei. Kacke kannst du ins Gesicht haben. Da kann man mit Sicherheit auf die Fussi und auf den Arsch aufspringen. Das machen wir gleich, wenn wir da hinten waren. Was ist da alles los? Oh, waren wir wieder ein bisschen zu greedy, aber haben wir uns einmal Teilung hinein. Die seht ihr schon. Dann müssen wir wieder mal die Ausweichrolle benutzen. Und dann kriegst du das saubere Schäden noch. Ja, genau. Du bist schon unverwundbar, wenn du am Boden liegst. Ich nicht. Herzlichen Glückwunsch allen Beteiligten. Gut, bevor wir jetzt da weitergehen, gehen wir mal auf den Jesus seine Kasachs laufen. Ja. In der Hoffnung, dass wir natürlich runterfallen werden. Aber auch geht. Ist da was drin? Ist da was drin? Ja, eine Always-Slip-Einlage, ich kann es genau sehen. Da könnte man tatsächlich auf wahrscheinlich. Ja, Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock runterzufallen, aber da ist eine nette Information. Da ist ein riesen Drumlorter, die irgendwie da... Oh, da steht ein roter Ritter rum, okay.
Da ist eine Gnade! Die habe ich komplett übersehen, bevor wir da jetzt runtertüdeln. Gehen wir lieber da rum. Dann holen wir uns das. Ha! Skadobaum gefunden. Skadoodle-Manudel! Nachricht vom Kreuz des Lagerhauses. Die haben wir letztes Mal auch nicht gelesen, wir Volldeppen, gell? Geschnitzte Worte wachsen zusammen. Hier lasse ich meinen rechten Arm zurück. Ich weiß leider nicht mehr, was der letzte Arm war, aber ich habe unterwegs eins gefunden. Mit dem Auge, Fleisch des Körpers, rechter Arm und ich glaube, einen linken Arm haben wir auch. Jetzt passen wir auf. Inventar. So. Von Sir Ansbach hinterlassene Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Michaelas Spur folgen. Es scheint, als hätte das Volk des Bergfrieds das heilige Viertel geflutet, das zum Skadobaum führt, um den Zugang zu versperren. Von diesem Lagerhaus aus führt zumindest kein Weg dorthin. Vielleicht gibt es irgendwo in diesem Bergfried einen anderen Weg zum heiligen Viertel. Also muss da herin, wo wir sind, oder was, einen Weg, einen Geheimgang irgendwo da hingeben. Diese kryptische Geschichte, da kann ich aber nichts anfangen. Oh, das heißt normalerweise nie was Gutes, wenn da so ein Ding ist. Jetzt gehen wir mal da raus. Werden wir da gleich wieder gewässert oder wo sind wir? Da haben wir noch was. Wo geht's da hin? Okay, da geht's nirgendwo hin, außer in den Tod. Tja, da die vorschlagen, wir schauen mal erst drin. Geht's noch kryptischer? Ist ja, eigentlich schon. Mir wundert es, dass so relativ klar drin gestanden ist, was los ist. So, wie kommt man jetzt da am besten um? Okay. So, das ist die Frage, wie man da umkommt. Und auf den Holzkastel unten müssen wir auch noch umeinander springen. So, wie kommt man da um? Oh. Wir findet man. Ich sehe ja nichts, weil es so hell ist. Nee, das erreichst über den Umweg und durch das Viertel kommt man auch hier rein und in eine geheime Passage. Ob man hier aus in die andere Richtung kommt, wäre mir neu. Aber From Software, ja. Über den Stier. Ja, das ich überlege gerade, wie ich da hinkomme. Das probieren wir jetzt. Da werden wir wahrscheinlich ein paar Mal runterfallen und kreislich verrecken, aber hoppala, war schon so weit gewesen fast. Aber wie komme ich auf den Stier auf? Hey? Und ich da auf dem Holzding. Ja, warte mal. Jetzt probieren wir erstmal, ob ich da aufspringen kann. Natürlich nicht. Ja. Der Endboss Schwerkraft. Weißt du sehr, wie es ist. Goddammit! Aber da haben unsere Runen leicht zu kriegen, ist nicht so tragisch. Springen wir wieder vom Tisch aus. Respekt an die Leute, die das ins Deutsche übersetzt haben. Plus ein Topf, hilft nicht. So. Pass auf, komm ich da um? Da komm ich niemals um. Wir kommen da um! Ist da unten das Glander weg, dass man unten übers Glander drüber springen kann? Jump-and-Run-Passagen sind dank Jump-Button zumindest kein kompletter Krebs mehr. Das stimmt, Lavi, da gebe ich wieder recht. Sonne blendet. Dafür erstmal einen Like dagelassen. Herzlichen Glückwunsch. So, ich spring noch ein paar Mal. Damit nichts passiert. Da scheint es mir auch nicht so. Da komme ich doch niemals weiter auf, oder? Nein. Kann ich da, meinst du, wir probieren es einfach. Ja? Wir probieren es einfach. Jetzt pass auf. Hey, es hätte auch funktionieren können. Okay? So, Topfcounter Nummer 318. Ich trinke mal schnell was. So, das große Problem ist jetzt, dass. Oh, Gott sei Dank liegen meine Dinger da, ja. Ach, man kann das Ding mit einem Hebel auffahren, oder was? Und 100k weg, nix 100k weg. 100k haben schon wieder da. Aber da kann man umkommen, hä? Hey, wir probieren mal alles aus! Dass ich da die Tipp, seid ihr mal Frau, dass ich da das ein Testtipp. Aha, haben wir schon da. Schluss! Ja, das. Was sogar die kleinen Pimmelzauber haben eine Verzögerung, damit es ja nicht klar. Oh Gott im Himmel. Okay, Kim, hat sie.
Nein. Hau zu, Kim. Dann hau ich die zu. Nein. Stirb, du Sau. Stirb, du Sau! Und noch ein schwerer hinten, damit er Ruhe ist. Tschüss. Und kommt da der Zigeuner für. Nein! Er hat einen Scheißdreck zum Zaubern und gib mir Ruhe. So, kurz Buff reinfressen. Heilen. Healing Buff reinfressen. Wunderbar. So. Da geht auf alle Fälle. Ja, also, weiß nicht, was du für ein Scheißproblem hast da. Ja, Kim, Alter, halt da am Eckal vorbei, du Kasperl. Der Schlange. Oh, da hinten bricht schon wieder irgendwas auseinander. Weiß ich nicht, was da drin los ist. Sofort umdrehen, bevor da. Ja, das ist wieder ein kleiner Wütender. Ich hab ihn schon gesehen. Tu dich nicht an. Hab ihn schon gesehen. Wo ist er? Wie viel möchtest du jetzt da noch einer werfen, du Trottel? Hä? Was soll das werden? Da nur ein Besen? Kein Besen mehr. Da waren wir doch aber auch schon. Da waren wir doch auch schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir da unten, jetzt springen wir da unten einmal, weiß ich auch nicht. Er teilt und ich hab's wieder nicht mitgekriegt. Sie fix. Tja, Soshi. Gefällt mir nicht da. Da gibt's schon noch was zum Holen. Tun Sie sich nicht hinunter. Ich weiß bloß nicht, wie man raufkommt. Da muss irgendwo. Die Andeutung kommt ja nicht von irgendwo her. Das muss irgendwo. Es muss irgendwo ein Hebel oder so geben. Bist jetzt hier oder. Ja, okay, Alter! Stirb halt dann. Also, ich glaube, es ist ein Typ. Bin mir nicht sicher. So, also, ihr sagt's. Achtung, Objekt. Kann ich da irgendwie oben springen oder so? Sollen wir mal da oben springen auf das Holzding? Einfach mal schauen. Treppe hinter dir. Heiße, ich weiß nicht, wie lange das noch. Wie viel Verzögerung du hast, aber das stimmt, da ist eine Treppen nach. Oh. War da schon? Ist es jetzt blöd? Nein, da waren wir noch nicht, glaube ich. Da waren wir noch nicht. Jetzt schauen wir mal, dass wir ihn da hinten nicht aufwecken, bevor die anderen wach werden. Dachte ich mir. Ist schon recht. 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 Kannst du gar nichts, wenn ich mehr aufpasse. Oh, Feuerritter Helm gedroppt. Hier haben wir her mit dem Schund. Bestienhorn. Da gibt's aber sonst auch nichts. Ich hab den Verdacht, die Bücherregale da unten, die stehen schon mit Gewalt so, dass man drauf rumspringen kann. Da gibt's schon irgendwo. Da ist ein Tier. Warte mal. Preiset Nachricht und dann Tür versuchen. Ja, du dummst. Du Penner, ich kann nicht da nirgends sehen, aber ich glaube nicht, dass die Tür aufgeht. Lieber Wein in den Schlaf onanieren, als schlafend in den Wein onanieren. Schön gut. Zuerst mal noch ein bisschen Zeit, aber das habe ich verpasst. Nee, dann Teufel kannst du über die Bücherstapel auf die Regale. Von da unten, wir sind schon von da unten gekommen, oder? Naja. Ja, irgendwie müssen wir schon auf die Bücherregale aufgehen, da bin ich mir fast sicher, dass da von da unten dann irgendwas gibt. Waren also Stornerstapel, jetzt probieren wir es einfach mal. Passt schon. Ja. Von oben haben wir ja auch noch was gesehen, dass da ein riesen Lorter. Da scheint es mir nichts zu geben. Aber da auf den Stier aufgekommen war auch noch gar. Ah ja, ich sag schon, warte mal. Da liegt auch noch ein Item oben, das holen wir uns schon. Und dann porten wir uns einfach wieder auf. Ja. Okay. Oh! Geisterausschirm schon, ne? Ah, du hast einen zu kurzen. Deiner ist zu kurz. Penner. Was ist der ich sag? Du kannst, kann ich auch.
Den kannst du haben! Ach, meiner ist jetzt kurz. Scheiße. Tja, ich sehe jetzt da nichts, was irgendwie... was mir jetzt da irgendwie weiterbringt, um ehrlich zu sein. Ach, jetzt habe ich einen Gegner da, jetzt kann ich mich nicht freuen. Ja, gehen wir wieder runter. Dann machen wir diesen hier. Reset hilft sowieso nicht. Waffen ins Maul. Super, dann porten wir uns da auf. Und dann gehen wir einfach außen einmal rundherum. Vielleicht gibt es ja, wir kommen ja außen an den Balkon. Und dann nach oben, vielleicht gibt es irgendwo oben, wo man reinspringen kann oder so. Schauen wir mal. Erstmal lurren. Ja, da zum Beispiel. Ja, kann durchaus sein, dass man da oben springen kann und auf einmal geht's weiter. Who knows? Who knows? Who knows? Oh, was ist denn das für eine Scheiße schon wieder? Und diese komischen Boote da haben mit Sicherheit diese kleinen Arschlöcher drin. Was tust du jetzt da mit dir? Bleibst du da? Bleibst du da? Tja, also bekommen Sie es mal drauf, oder Trottel? Oh, Trottel! Du Trottel! So, und rein damit. Und schon bist du. So, haben jetzt da diese komischen kleinen Kasperl wieder drin in den Boote. Mit einer interessiert. Oh, da hat wieder was droppt. Da hat ziemlich hohe Drop Rate, die roten Diving. Haben wir mit denen irgendwas da oder so? Nein. Wir haben hundertprozentig auch irgendeine Bedeutung. Oh, heilige Scheiße, wo sammeln wir da schon wieder? Alles voller Nebel. Na gut, gehen wir mal weiter. Hopp, da ist noch was. Auch wenn ich meinen Lebtag noch nichts gecraftet habe, zusammengesammelt wird trotzdem alles. Was haben wir da? Es wäre Raptor. Mag ich wissen, was das bedeutet? Angriff versuchen und dann... Freude! Was auch immer da für eine Freude ist, ich weiß nicht. Manchmal schreibt Leute schon eine... Ach du Scheiße. Ach, das sind ja bloß Fledermaus. Fledermausi! Halle Maul! Halle Maul, Halle Maul! Kannst du damit gar nichts. Na schön, da haben wir schon wieder so Treppen nach unten. Vielleicht führt die irgendwo nach unten von der anderen Seite in die Bücherei. Wo hab ich denn jetzt hin? Also? Wer schießt da von hinten umeinander? Weiß ich nicht. Da muss ein Fledermausflügel. Da haben wir was entdeckt. Was haben wir da entdeckt? Oh ja, große Rune. Kann man überbrauchen. Haben wir auch schon gar nicht mehr so weit weg von einem Level-Up. Preiset Art Design. Das ist okay, das lasse ich durchgehen. Ja, und schon haben wir irgendwo da herunten. Lügner voraus. War mir klar. War mir klar, dass da wieder gelungen worden ist. Geheimritus-Schriftrolle. 100%iger Quest-Item. Erfahrt vom geheimen Ritus des göttlichen Tors. Eine Schriftrolle aus weißer Baumrinde. Nur wenige können die Schriftrolle entziffern, die das geheime Ritual des göttlichen Tors enthält, das im Schattenturm zu finden sein soll. Ein Fürst wird die Rückkehr eines Gottes einleiten und die Seele des Fürstens wird... Keine Ahnung. Ich sag das ist, ich bin fürs Gameplay gekommen. Das war's. Ich verstehe kein Wort. Ich checke, ich weiß überhaupt nichts von der Story. Ich sag das, wie es ist. Ich hab alles... Na gut, nicht alles. Ich muss halt alles in die Items lesen und so. Fix, aber da komme ich halt auch nicht weiter. Da oben müssen wir irgendwie... Da geht auch noch mehr Leute von über uns auf. Ja, vielleicht gehen wir einfach mal weiter. Mit welcher Präzision der Bürger immer das Inventar legt. Wie meinst du das? Warum, was tue ich denn? Hab ich irgendwas kaputt gemacht? Ja, von hinten. Was hab ich denn da? Was? Ach, du meinst das Mobiliar-Inventar. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, ich bin stets bemüht. Stets bemüht. Na, schau her, geht er immer nur rundherum weiter. Jetzt müssen wir erstmal Fledermausi da schlagen. Besi Fledermausi. Ah! Wo gehen wir die her? Ah! Wo leck machen die Schaden? Bist du besoffen, Meister? Holy shit, jetzt bin ich wieder wach. Okay, guten Morgen. Morgen! Preiset! Da, Preiset, Aussicht. Leg jetzt kein anderer Batman. So, schauen wir, ob man da irgendwo springen kann oder so.
Verdächtig, aber ich glaube nicht. Ich glaube, da springst du eher in den Tod. Dann geht's da noch mehr rein. 100 Pro ist jetzt da die Leute irgendwo nach unten. 100%ig. Stirbst du jetzt einmal gepflegt? Na, los mich. Feuerspirale, gibst mir mal Heilung, mach Heilung rein. Lotz ist wieder auf dann. Da diesmal müssen wir kaputt machen. Die 2 Stühle bleiben, die haben schön. Also da haben wir nicht... Oh. In die Fresse! Mr. Roder Sepp, da sag ich dir, was ist. Deine Freund das Tag als 3 mit der Kerzen am Kopf, die waren um einiges nerviger als du. Gut, da bin ich ja nicht mit einem scheiß Hinkelstab der Obelix umeinander gelaufen, das ist vielleicht auch noch das nächste. So, was mit dir? Weg damit. Weg damit. So, können wir da vielleicht auf den Stier auf? Hä? Kann man da oben droppen und dann ist man auf den Stier und kann über seinen Arsch laufen oder so? Dann aber mehrere Stiere. Was soll sich irgendeine Pause gehen? Da liegt der Kopf umeinander. Da kann man mit Sicherheit auch umlaufen, aber da kann ich nicht umspringen. Was ist denn das wieder für... From Software! Du und dein Leveldesign, Alter! Welche geil besoffenen Typen machen denn sowas? Sag! Weg mit dem schon da. Komischen Geistertypen da, die kennen, um ehrlich zu sein, nicht viel. Die haben bloß nervig, wenn sie auf einmal zu 18 kommen. Die haben wir weggehört. Launische, zappelige kleine Buchstaben. Ich sollte euch alle von der Seite wischen. Da redet jemand. Wieso redet da auf einmal jemand? Ah, aber hey, Freya, Ah! Okay, jetzt wird's kurz mal brenzlig, da ist jetzt ein bisschen viel los. Schütteln Sie die Kniescheibe, der ist noch nicht tot. Jetzt haben wir mal Arm. Halten wir uns da mal gemütlich. Und dann schlagen wir den. Ja, du kannst in der Luft drehen, ich kann's nicht. Herzlichen Glückwunsch. Oh shit, Motherfucker. Gehen wir da ums Eck kommen, komm. Dabei tue ich da ein bisschen looten. Ja, bist du da unten zuerst, dabei geht es runter. Kommen wir mal jetzt her noch. Tschüss dann. Fixletten geht's da schon wieder zu. Ist jetzt da noch... Da geht's dann nochmal weiter auf. Gut, erst durchsuchen wir das Stockwerk da. Gehen wir erst auf die Seite nochmal. Was ist da so los? Schluss mit deinem Scheiß. Schluss mit deinem Scheiß. Das ist voll der Riesenturm da. What the fuck, wie viel Stockwerk haben die? Jetzt sind wir schon im 8. Pimmelt man auch nicht lang umeinander. Das nehmen wir mit, messen wir es gut. Und da, oh, da ist der Hebel. Da, schau hin. Weg mit dir. Nehmen wir noch das Ding mit da. Schattenrune. Und dann ist die Frage, was passiert? Dreht sie sich? Oh, da geht's ja, schau mal hier, da geht's ja noch ewig weit auf. What the fuck? Ich liebe solche Passagen. So, was passiert jetzt da? Ah ja, es wird angehoben. Die Frage ist natürlich, und dran tut sie sich auch noch. Damit man ja nachschauen muss, wo man jetzt hingehen kann und muss und soll und... Aha. Aha. Und wer weiß, was das jetzt unten, wo wir waren, für Tieren aufgemacht hat. Wer weiß... Jetzt erst suche ich, bevor ich da umeinander springe, Freunde der Sonne, da schlagen wir erst den anderen da hinten, damit es sich richtig rentiert, 230.000, dann 230.000 Runen zum Verlieren. Wer labert denn da? Ist das der komische, ist es er da oder was? Ich versuche... Was ist denn mit ihr? Warum redet sie? Oh, ich wurde entdeckt. Ich wurde vom Geist links oben entdeckt. Egal, ich gehe jetzt da oben so hin so. Schauen wir mal. Hallo! Und hau
halt deine schöne Robe zusammen. Du Notter! Wieso halten die so viel aus? Die halten massivst viel mehr aus als die anderen. Die heilt? Ach, weil er heilt. Was bist du für Arschloch? Chillst du mal bitte, Alter, was? Na, wir heilen jetzt den nicht währenddessen nicht in deinem Stunlock gehabt, du Kackfrisur. Ja, das mich so. Haben wir's jetzt? Ein kleiner Affentyp. Geisterkalkulus, was er immer das ist, habe ich auch noch nicht gefunden. Ja, Herstellung von Objekten. Und mehrer gibt's jetzt da nicht, das ist ein verdammter Ernst. Aber das da ist jetzt schon sehr verdächtig zum Draufspringen. Da. Der Holzbalken, aber da kommt man ja nicht weiter. Müssen wir schon irgendwie da um. Ja, Mann, ich mag aber jetzt da nicht sterben und runterfallen und ein Level verlieren. Das war jetzt extremst bitter. Da muss doch irgendwo Gnade sein. Brudi, gib Gnade. Dann gehen wir noch Treppen weiter auf. Beim 8. Heal kriegt der Bürger mal was mit. ich hab nicht so wirklich aufgepasst. Ich hab nicht. Oh. Bin ich schon wieder stark. Hockt mir Brillbrot vor der Gnade, hockt mir da. Und dann sind die Typen dann rundum wieder da, gell? Ja, aber ich mag Level upen. Level up! Oh! Und unser Asche kommen auch. Ich hab übrigens so viel, das habe ich am Anfang nicht herzagt, glaube ich. Ich habe übrigens so viel Skadobaum-Samen gefunden in der Open World rundum, dass ich mittlerweile Stufe 9 bin. Ich glaube, mittlerweile brauche ich 3. Ich glaube, ich brauche 3 Fragmente, damit ich das nächste Level erreiche. Stufenaufstieg, wo skillen wir rein? Ich möchte Kondition noch auf 60 kriegen, damit ich noch ein bisschen eine schwere Rüstung tragen kann. Und Glaube, das sind so die letzten Sachen. Und Glaube war ganz geil, eben für den einen Buff, da brauche ich 25, das heißt, da brauchen wir noch 8 Level. Und das lang. Aber da fangen wir an. Rein damit. Geht um diesen golden Dingsbuff, halt mir mehr raus. So, wer bist jetzt du? Was tust du da lesen? Tust du da was lesen? Oh, hallo. Ich bin leider beschäftigt. Ich hätte Ansbach bitten sollen, mir seinen Wissen preiszugeben, als ich die Chance dazu hatte. Ich bin leider beschäftigt. Ich hätte Ansbach bitten sollen. Das hilft mir genau gar nichts. Ich möchte gerne die Nachricht da am Boden lesen. Nachricht lesen. Unerwartet das Beine. Umso mehr Preise, liebenswerte Person. Was genau soll ich da jetzt sagen dazu? Was soll ich da nun sagen zu? Was ist mit dir? Hast du auch wieder einen Personal Healer dabei, du? Ja, ohne Personal Healer haben wir gar nicht mehr so cool. Du hast mir so Treppen runtergeschubst, du Trottel. Da ist ja eh, tschüss dann. Nehmen wir uns jetzt mal einen Buff ins Maul. Heilen wir uns. Oh, schaut das gut aus. So. So, wo sind wir? Da, wo sind wir? Da hinten kann man eventuell rausspringen. Aber wir haben ja immer noch da, wir müssen immer noch da um und dann springen wir mal auf die Brücke, wo sie da sehr obvious aufgetan hat. Da wird, ja, da kann man auch abdüdeln. Und da kann man auf den Stier aufdüdeln, aber bringt uns das irgendwas? Da ist der Hebel, den wenn wir nochmal betätigen, dann geht es wahrscheinlich wieder nach unten. Moment, das ist schon ein bisschen was sein. Ah! Wo kommst denn du jetzt her, du kleiner... Holy shit, what? Mit ein bisschen Heilung. Die kannst killen, dann kriegst du Set und Schwert. Ich glaube, ich habe das Schwert schon. Das Set habe ich auch. Also nee, ich glaube, das Set habe ich noch nicht ganz, aber vorher ist der Helm gedroppt und ich glaube, mir ist offstream mal die Brust gedroppt. Wir gehen jetzt den... Also wir haben da jetzt nicht nochmal alle zusammen da. Ich glaube, dass die Heften nicht reagiert. Schauen wir mal, aber da, das ist nervig, wenn die umschießen und wir da oben anspringen wollen. Jetzt ist das Sterben auch wieder wurscht. Level Up haben wir uns geholt.
schaut alles gut aus, jetzt springen wir mal da um. Ich glaube, das war auf den NPC bezogen. Ach so! Das, ja, ich werde mich hüten, NPCs zum Killen. Ich habe nämlich von einem Buff gelesen, diese komischen Crabs, Pawns oder Crabs oder so, die da einen ziemlich geilen Buff geben. Und dazu muss man eine Questline machen. Und die funktioniert bei mir natürlich nicht, weil ich den NPC erschlagen habe. Ich werde mich hüten, irgendwelche NPCs zum erschlagen. If you know what I mean. So, jetzt ist die Frage, das bringt uns halt da gar nichts, wenn wir mir da nicht aufkommen. Wir müssen mal jetzt irgendwie... Können wir noch weiter rauf? Nein. Mit da her. Aber da können wir um. Ach. Seien wir uns ehrlich, die Jump'n'Run-Einlagen haben so geht so. Ja, die waren schon immer geht so, aber vorher hat es schon jemand geschrieben, seit man springen kann. Ja, man konnte normalerweise. Bin da. So, was ist los? Da ist auch wieder so eine Wiederbelebungsstatue. Was haben wir da? Ein Rad voraus. Wer sich immer noch fragt, warum haut der immer so behindert auf die Mauern? Es gibt unsichtbare Mauern in Dark Souls Games, da wenn du drauf haust, dann verschwinden sie. Und es ist natürlich völlig irrsinnig, die in einer Open World, die so riesengroß ist, zum Finden. Und ich glaube, jetzt haben wir dann mittlerweile... Oh, da ist noch mal ein großer Bunker. Oh, bald haben wir um! Haben wir bald um! Wie viel von denen Kasperl... Was habe ich nicht Schaden gekriegt? Was kommt, Mensch? Was haben wir da? Oh, jetzt stinkt es dann langsam nach Boss. Hä? Stinkt schon langsam nach Boss, oder? Steht noch einer davor, von dem ich hab keine Angst vor dir. Fort mit dir. Bevor es dir dann beim Kämpfer dann rauskommt. Ah, die labert wieder irgendeinen Scheiß. Da hinten waren wir schon. Wir kommen ums Verrecken nicht da oben. Da. Irgendwie muss man da... Ah doch, da haben wir reingesprungen, gell? War da nicht die Leiter nach unten? Irgendwo, oder ist die unter uns? Kann es sein, dass unter uns die Leiter nach oben und unten geht? Das gibt's ja nicht, dass man da nicht reinkommt. Das gibt's ja nicht. Vor allem, da geht's ja noch ewig umeinander. Das braucht man, da kann ja verzeihen, dass man da nicht hinkommt. 100%ig kommt man da hängt sogar eine Fledermaus oben, siehst du das? Kann ich die anvisieren? Nein, die fliegen sogar da oben umeinander. Es gibt einen Weg von einem späteren Gebiet aus. Ja, um Gottes Willen. Also ich spiele jetzt da ganz normal weiter, so wie ich es ganz normal spielen darf. Ich habe keine Ahnung. Das war ein totaler Blödsinn, wenn man sich da vorher spoilern lässt, wo es hingeht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt da schlagen wir erst mal die Ding, Bajari da. Ja, das tut zum Schießen davon. So. Oh, okay. Ja, okay, hallo? Ach komm. Ach, ich hab... Was waren diese Zölle? Jetzt hab ich mir einfach... Okay, stell mich hier und lass mich schlagen. Bin tot. Alles klar. Den Topf habe ich mehr als verdient. Oder ist das ein Miniboss, von dem ich nichts ahne? Der hat mich so 5 Versuche gekostet, du. Das habe ich vorher auch gleich gerade gespannt. So sticht der durch mein Schädel durch. Ist das der neue... Oh Gott, das wird jetzt asozial. Oh, das wird unangenehm. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Bro, das kann ich nicht glauben, dass man das nicht blocken kann. Das kann ich nicht glauben. Das wären jetzt ein paar mehrere Tipps, in der durch Schädel durchdreschen kann. Mit Geschissen auf. Alles klar. Bruder! Ja, komm! Alter, was ist denn das? Alles klar. Da der wir doch gleich mal in den Feuertalisman rein, den wir gefunden haben. Heilige Scheiße! Ich drücke einen Topfknopf schon. Oh, der wird jetzt unangenehm. Ah, jetzt müssen wir uns doch nochmal... brauchen wir einen Konter? Brauchen wir nicht. Scheiße, ich hab den Feuer Level 3 nicht. Oder nicht, ich hab ihn nicht mehr Level 2. Ja, aber besser wenn nix. Der macht schon gewaltig viel Damage. Bist du besoffen oder was?
So, dann buttert man uns mal alle Buffs hinein, die wir haben. Dann probieren wir nochmal. Ja, Alter! Oh, wow. Ach komm. Okay, die haben nicht so viel Reichweite, ich verstehe schon. Let's one. Ja, sag mal! Okay. Also, okay. Da funktioniert gar nichts. Memo an mich, der haut immer zwei mit zu und nochmal schnell hinten rein. Wo ist der mies? Da kommen die ganze Zeit so Pimmel, die Idioten und dann kommt das. Den interessiert nicht, ob's der Scheitel hast, den interessiert nicht, ob's der... Ja, okay, kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Den holen wir uns dann. Dass ich jetzt mit die zwei Trottel da zusammenhauen muss. Phantom wo? Da gibt's kein Phantom. Da kommst du jetzt... Oh, warte. Sneidüdeln. Ich bring da ein bisschen was. So. Ja, was hat man da? Ja, Alter, der bricht einfach durchs Schädel durch. Das interessiert den überhaupt nicht. Was tun da damit? Ja, Alter! Wie was genau soll ich da machen? Kannst du mir das erklären? Ist wahrscheinlich. Nicht wegrollen. Fuck, bist du schon. Den kriegen wir schon. 322. Ich glaube, bei dem war Parieren heftig gut, aber hab's aber nicht getestet. Ja, ich hab nichts zum Parieren. Ich hab Parieren in dem Spiner kein einziges Mal getestet. Was ist denn jetzt? Habe ich jetzt die falsche Wiederbelebung ausgewählt? Oder geht das nur eine bestimmte Anzahl mal? Wo bin ich denn da jetzt hier? Glaube ich, weiß es nicht mehr. Du bist die kleine Schwester und kannst gar nichts, schön. Oh, schade, dumm gelaufen. Ah, den machen wir nicht zu zweit, den machen wir schon selber. Bis der Frust kommt, damit leider mal was zum... Damit sie mal was zum Lachen kriegt irgendwann. Jetzt geht er mir dann langsam auf den Sack. So, wo haben wir da hingegangen? Wir haben auf die Wo haben wir? Wo sind wir da hingegangen? Du bist runtergefallen und deswegen außer Range vom Fall gewesen, glaube ich. Oh, das kann natürlich auch sein. Ich hab's mir nur gedacht, ruhig nicht zurück, weißt bloß hin da, bevor du Trottel. Aber gut, ja, den kriegen wir schon. Den kriegen wir mir schon. Da ist bloß nicht mit so viel Blocken, sondern hingeht, zuhauen, weggehen, lassen machen, Sprungangriff regelt. 2 Bosse auf einmal ist schon als Schwerkraftunfall. Die Frage ist jetzt, wie sind wir da? Da sind wir da hinten auf, oder? Dann bitte nicht runterfallen, komm. Okay. Glaube ich. Weiß es nicht mehr. Das ist ein kreislicher Dude. Den interessiert nämlich Schüttel nicht. Das ist unangenehm. Unangenehm. But that's the game. Haben wir schon wieder da? Ja. Haben wir schon wieder da? Dann gehen wir an das Ding da ohne. Muss man das aktivieren eigentlich, oder? Nein. Ja. Raus und nochmal. Raus und nochmal. Da schau ich. Ja, bis du deinen Scheißdreck zauberst, der Weg geht weiter runter. Du holst deine Fotzen. Runen interessieren unseren Scheißdreck. Gibst du Flamme, Brudi. Gibst du Schild. Gibst du diese. Und dann schauen wir mal. So. Ja, man kann es schon blocken, aber irgendwie... Vielleicht kriege ich eine...
Okay, weg bringst du auch, so ist das nicht. Bitch! Den kannst du haben! Kasperl, du! Easy! Flammenspeer als Ding. Er lässt sich zumindest unterbrechen. Bernie schön beobachtet, ja. Das war übrigens ein No-Hit. Mag ich. First try und No-Hit. Zero Topf. So, da sind wir nun. Schauen wir uns gleich mal an, was wir gekriegt haben. Geflügelter Schlangenhelm. Der schaut fast so aus, als kann der was. Ne? Verbessert Feuerrittertalente. Schön, der kann was. Easy. Das Ding ist wahrscheinlich das, was er gemacht hat, wenn er so... Oder dieses 2 mit zuhauen oder so. Naja, easy going. Easy! So, jetzt kommt wahrscheinlich das war ein Vorgeschmack. Jetzt kommt wahrscheinlich dann gleich der Boss und der zeigt uns dann, was richtig geht. Nämlich das, was der da macht, in der Sekunde 68 Mal. 100%. Oder? Weiß noch nicht. Schauen wir mal, was haben wir da? Skadubaum! Skadudel, Manudel. Brauche ich nur noch eins, glaube ich. Dann kann ich noch mehr aufleveln. Aber vielleicht kommt noch mehr Gnade, dann können wir, oh, da sterben schon wieder Leute. Überall wo Blut. Ah ja, da ist eine Gnade, wunderbar. Ah ja, das riecht nach Boss oder nochmal so. Oder 2 von den Typen warten doch jetzt toll, oder? Gnade, rastet! Oh, ich hab so viel, ich hab wahrscheinlich so viele Donations übersehen, es tut mir leid, Bavarian Dream. So, nimm jetzt auch aktiv am Streamteil ein Spätzle oder offenes Ohr braucht. Das ist gut, wenn da jemand da ist, der zuhört. Opa geil, merci wieder ein Resub, Mixer sind Wichser, merci dir. Habe ich schon mitgekriegt. Kuss auf die Nuss. Danke für den Resub. Arne ist aber eine komische Slip-Einlage. Arne, danke dir. Ich weiß schon, was das gegangen ist. Beim Jesus, der da so hängt. BMXer sind Wichser, die habe ich auch über sein Bier aus der mitbekommen. Doch, das habe ich noch mitgekriegt, glaube ich. Also ich habe mitgekriegt, dass der Fredel gestorben ist und das war, glaube ich, die letzte Donut, die ich gesehen habe. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Fühlt euch geküsst. Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Segen des Schattenreichs. Ja, brauchen wir noch ein Fragment. Brauchen wir noch. So, haben wir schon da. Erstmal Buff rein ins Maul. Jetzt gibt es wahrscheinlich nämlich wieder aufs Fressbrett. Herbeirufung ist aktiv. Da haben schon wieder Blutflecken am Boden. Lass mich raten, das ist der Boss. Das ist der Boss. Es darf sich anfühlen, als hätte man genug Meter gemacht für einen Boss. Oh ja, wenn das kein Boss-Arena ist, dann weiß ich es auch nicht. Oh Gott. Mongrel intruder. Das ist ein Roboter. That tarnished, it seemeth. Ein fliegende Schlange. Wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? Alter, ist das der Typ vom Cover? Das ist ja der Typ vom Cover, ist das der Endboss? Nein. Ich hab gemeint, das ist der Endboss. Yet, Ach, meine Bestimmung bleibt my unverändert. purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet death. I have a very bad feeling about this. Oh shit. In the embrace of Mesmer's flame. Ist er der Messmer? Ist er der, der mit den ganzen Tag schon einen Tee verkauft hat? Okay, chill. Erstmal wieder ohne Phantom. Okay, darf ich mal zu der Higi auch, oder wie? Oh, das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Okay. Darf ich mich kurz heilen, Meister? Okay. Darf ich auch mit zuhauen oder so? Ja, komm mal her! Da hab ich dort... Ich check mal.
Okay. Okay, ich sage überhaupt nichts. Ich habe alle meine Äste schon verbraucht. Ist okay. The grace of gold channeled death in the embrace of Messmer's flame. Ist schon recht so. Ich sag das gleich, wie es ist. Phantom. Sofort. Auf der Stelle. Da wird gar nicht lang umeinander. Da. Du kannst mit dermaßen am Arsch lecken, dass es bloß so schäbert. Aber das ist bloß so schäbert, Freunde der Sonne. Du kannst so dermaßen knicken, Alter, dass ich mir die Scheiße jetzt tue. Bitte lass mich. Okay, nicht stehen bleiben, wenn wir das lernen. Phantom, hau dir mal drauf jetzt da! Holy shit, Mann! What? Ja, wir sollen da wegkommen, sagst du mir das? Leck, den schaffe ich auch mit einem Phantom, jetzt schaut aber nicht so. Okay, das ist ein gutes Zeitfenster zum draufhauen. Boah, leck, Alter. Boah, leck, Alter. Messmer's flame. Ja, da haben wir unseren Endboss gefunden. Das soll, das ist ein Schafe nicht. Das wird halt nichts mehr. Aber wir werden mal reinprügeln. Heiliges Kanonenrohr. Boah, leck, ist der narrisch. Ah, jetzt. Da merke ich dann auch langsam, wenn Leute meinen, okay, ist vielleicht ein bisschen overtuned. Da hast du überhaupt kein Zeitfenster nicht zum Zuhören. Das ist ein völliger Irrsinn. Jetzt machen wir diesen hier. Lustig, sofort das da eine. Ja, wie sollst du denn da wegkommen? Das darf mich jetzt schon interessieren, Meister. Ich sehe überhaupt nichts. Hau nur drauf, hast schon recht! Achso, blocken und von hinten. Ah, leck. Ach komm. Wie sollst du denn da wegkommen, sag? Ja, natürlich ist er wahrscheinlich dann ab 50% noch krasser. Ich glaube sogar, dass der ohne Mimik leichter war. Das glaube ich nicht. I will not suffer. Du hast überhaupt keine Zeit zum Heilen. Der, wenn du einmal erwischst, bist du gut mit tot. A lord devoid of light. Holy shit, Alter. Oh Gott, jetzt wieder. Es ist ja dann nicht mehr nur auf Speed, sondern auf Crack Speed guckst. Forgive Age. me. Was tut denn jetzt? Jetzt ist er auch rausgerissen. Okay, disgusting.
So, ich stelle mir auf einen kurzen, schmerzlosen Tod ein. Schauen wir mal, was er so kann. Oh Gott, das ist ja wahrscheinlich einfach nur noch 5-mal so groß und macht noch, oh Gott. Oh Gott, was ist denn jetzt? Das ist hat jetzt eine Schlange dabei. Soon tarnished. Das Art Design, Alter. Wilt Das thou be taken in the jaws ja, da war ich auch grantig. of the abyssal serpent? So eine krasse Nahaufnahme. Was ist denn da drin? Light. An der Wir, du, Brudi, du hast. Aber sehen wir. Ist okay. Geh weg von mir. Okay, chill. Hey, ich hab noch mit gekauft! Ach komm mal. Was ist denn mit dem? Ich hab noch mal gekauft! Ich geh weg! Ich hab noch mal gekauft! Ich hab nicht mehr gekauft! Und so. This creature, embrace thine oblivion, as shall I. Was der Mann da damit. Leg mich doch am Arsch. Was der Mann mit dem. Gut, das ist als Magie, was er da hat. Ich hab nämlich dann noch sowas da gefunden. Er erhöht die Resistenz gegen nein, nicht Blitzschaden, sondern das da. Ist die Resistenz gegen Magieschaden. Was ist denn das, was er da macht? Feuer wahrscheinlich. Aber es ist so dunkel. Holy shit, Alter. Holy shit, Alter. Kann man da. Ja, es ist Try and Error. Es hilft ja, stimmt, Topf 323. Ich glaube, dass das schon ganz in Ordnung ist da. Das ist schon ganz in Ordnung da. Ja, es wird nicht helfen. Aussitzen, Ausweicher, probieren, Klick haben. Vielleicht einmal ein bisschen mit der Fähigkeit draufhauen. Vielleicht schaffen wir es mal, dass wir staggern. Keine Ahnung. Who knows? We will see. Let's give it some tries, bitches! Der ist zack. Auch mit Phantom. Völlig, also ohne Phantom gar keine Chance. Kannst du mir mal schlecken. Ja, ich hab ihn auch die ganze Zeit lockt natürlich. Ja. Toll. Ja, super. Spitze. Und haben wir gleich sofort hier, ja. Da macht man sogar Schaden, da bin ich nicht mehr mit da. Konzentriere dich wieder ein bisschen auf mich. Was soll denn da einfach davonlaufen in Panik, oder was ist denn der Plan? Kann ich da draufhauen? Natürlich nicht. Probieren wir das mal. Ja, der... Oh Gott, kriegt er jetzt den Schaden nicht mehr, oder was? Okay, das überspringen wir. Wo ist er? Okay, chill. Nur die Ruhe. Erst blocken und...
ganze Zeit behindert, die Schlange! Die geht um weg. Ah, what the fuck is happening? Los mich heilen! Okay, mein Ding ist hier. What the fuck is happening? Puls 800 Stressanfall, Alter, fuck off. Holy shit, motherfucker! Oh. Oh, also, ich muss wieder das gleiche sagen. Overtuned as fuck, aber 3 Stunden ohne Phantom wäre machbar. Es würde gehen. Aber heilige Scheiße, Alter! Was ist denn mit den Bosse los? Alter? Okay, bye. Leg mich am Arsch. Leg mir mal. Echo des Fehlers, messen wir's Zunde, was wir immer da damit tun. Gib mir sofort, gib mir Gnade, los, gib Gnade. Und jetzt warte auf den Endboss. Ja, ich mag's ehrlich gesagt gar nicht wissen. Haben wir da irgendwas drin? Jetzt levelt mir erst mehr auf. Holy shit! Ja, aber so overtuned müssen die Bosse sein, dass sie sich ja befriedigend anfühlt mit Phantom. Sag dir freiwillig, was ist, das hätte jetzt nur eine Stunde dauern können, wenn wir Pech haben. Holy shit! Hey, konzentrier dich mal 1 Sekunde bitte aufs Phantom. Phantom tot, herzlichen Glückwunsch. So, Stufenaufstieg. Wir gehen mal in Glaube, da brauchen wir 237. Ich glaube, das füllen wir noch schnell mit Runen auf, dass wir 2 Level machen. Inventar. Nein, das ist falsche Inventar. Gehen wir da oben. Was haben wir da? 17.500. Da brauchen wir sowieso. Oh, hab ich gar nicht so viel. Ja. Nee, für was brauchen wir es denn sonst? Ja, das klang da nie. Erstmal die Schlangentöterwaffe aus dem Basegame ausbackeln. Lucky. Verzeiht mir jetzt irgendjemand wirklich, dass. Ich weiß von der Schlangentöterwaffen. Dass die bei dem funktioniert, die bei dem hat das schon ausprobiert. Das ist zwar gar nicht mal so blöd, gut, aber wann hast du da Zeit, die aufzuladen? Wann hast du da Zeit, die aufzuladen? Weiß ich nicht. Wenn er kurz einmal aus irgendeinem Grund daneben haut. Was ist da los? Luis, mehr als für den Zügel 50 geben. Bin endlich da! Jetzt hast du den Bosskampf versammelt, den guten. Manuel, mehr als für den 10, den habe ich komplett übersehen. Haut dritt miteinander, danke für alles, seht Bürger auf weitere Jahre, Frohsinn und Heiterkeit. Es gibt hier keine Frohsinn! Merci dir, 10 heißt 2 und du weißt das. Herr Endlicher, Kuss auf die Nuss. Herr Endlicher, es bekam ein Member, habe ich auch total übersehen. Welcome to the Squad, aber in den Chat habe ich die Ehre, Herr Endlicher. So, jetzt haben wir uns das Ding noch rein, dann levelt man nochmal schnell rein. Tono tot? Nein, ist nicht tot. Da beim YouTube Superchat, bloß ein bisschen länger wie beim anderen. So, wie viel brauchen wir? 237, gell?
237.000. Was haben wir da noch? 200, ja, frisst beide, weil es eh wurscht ist. Braucht sowieso kein Mensch dann. Herr Van Hinden! Besti-Tortipp, schnell rein und schnell wieder raus. Ja, schnell, geh schnell rein, bring ihn schnell um, schnell wieder raus. Das ist eine schnelle Rein-Raus-Nummer. So, Stufenaufstieg, da müssen wir es ein bisschen gleich. Oh, wobei, bei Glaube haben wir schon bei 20 schon, ja? Und ein bisschen Verteidigungskraft kriegen wir. Hey, Punkte sind Punkte. Ist nicht der Teufel, aber rein damit. So, dann schauen wir mal gut aus. Ausrüstung, das wechselt mal wieder in unseren Konterangriff. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, so, wo müssen wir jetzt hin? Da hinten jetzt, sagt's. Wo zeigt denn das hin? Was da oben? Also müssen wir irgendwie da her, aber wie kommt man da her? Wie kommt man jetzt da hinten aus? Wo geht's da irgendwo weiter da drin? Oder was ist da los? Ist da was los? Ich hab's geschafft. Ich hab's auch geschafft. Und ob es das gibt, bin länger schon so. Was? Ob bei dem Boss Puzzle sprechen? Weiß nicht, wenn wir einfach da oben springen und sagen, so, das war's. Die Frage ist jetzt, wo es da weitergeht. Und was ich alles übersehen habe. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Ich bin da draußen schon also komplett natürlich nicht, aber viel umeinander gelaufen und ich habe da nichts gefunden, wenn man da hinten rauskommt oder so. Depper einen guten Tipp oder was? Lagerhaus 6. Stock, Lagerhaus 3. Stock, Lagerhaus Erdgeschoss, das ist direkt vom Boss. Sag mal, was trägst du da für einen Stein rum? Das ist ein guter Stein. Das ist so, da kann ich mich verstecken dahinter, das ist der Obelix-Stein, schau. Der funktioniert gerade nicht, warum auch immer. Nochmal. Da. Birger da, weg. Birger da. Birger weg. Birger da. Ja. So, die Frage ist, wo wir hingehen. Wir müssen auf alle Fälle in die Richtung da oben. Dann ist da unten das Einzige, was ich da gefunden habe, diese Nebelrisskatakomben, aber da geht es nicht weiter. Ich komme da auf alle Fälle nicht zu dem Kartenfragment her. Das heißt, wir müssen mal irgendwie daher wahrscheinlich so irgendwas. Du musst wieder runter in Bibi und dann Westen halten. Tu den Grabstein weg. Nein, tu den Grabstein nicht weg. Vor dem Lagerraum, vor dem Lagerraum gibt es noch einige Wege. Ja? 6. haben wir noch nicht fertig. Lagerhaus, machen wir mal da. Nehmen wir mal den 6. Stock und dann schauen wir mal, wo es da noch so überall hingeht. Westen hat irgendjemand geschrieben. Dann nehmen wir halt da noch ein bisschen weiter. Da ist jetzt noch mit der rote Teufel, den da schlagen wir schnell, weil es wurscht ist. Ja, vor allem da herin kann ich doch mit Sicherheit noch. Es geht da nur auf und keine Ahnung. Die Frage ist aber. Wo und wie? Nein, ganz unten. Ah, okay. In der Bibliothek ganz unten. Okay. Nehmen wir das Lagerhaus, Erdgeschoss. Oder meinst du da ganz unten? Platz am Haupttor, Schattenbergfried Haupttor und da so. Entschuldigung, ich bin jetzt mal da, alle heimgeschickt und einen Eimer voll Skyrim. Was? Was sagt Dev-Counter? Ja, hat schon ein bisschen kassiert. Ja, dann gehen wir mal da ins Erdgeschoss. Aber wo? Ja, gut, das kannst du nicht wissen. Die W meinst du? Achtung. Meinst du? Den Weg daher. Und dann da oben zu den Ruinen und dann da oben. Und dann da oben. Da geht's in so eine Kanalisation oben. Den habe ich schon. Den habe ich schon. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da überall war. Nee, Westen jetzt einfach. Okay, dann gehen wir Westen jetzt einfach. Also einfach. Da lang. Ah, jetzt wird die perfekte Ausweichrolle machen und hab's nicht geschafft. Ich hab's wieder nicht geschafft. Sogar ein Kampferer stirbt. Letzt den linken Weg hier runter. Ah ja! Ist das der right way? Ist das der right way? Schärfe, was hab ich denn euch dabei? Ihr kennt es eh schon wieder auswendig, ihr verdammten Suchtel. Das ist ein Wahnsinn! Also den, glaube ich, habe ich noch nicht betätigt. Außerdem haben wir mit dem gekommen und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber wir haben mit einem anderen gekommen, glaube ich. Ah ja. Da liegt noch ein Item, da war ich noch nicht. Glaube ich. Schauen wir mal, was da los ist. Immer erst abzweigen, den Weg gehen. Wow! Holy shit, what? Ach, du schon wieder. Schau, das Langbein!
Hat mich ja jetzt fast gar nicht erschrocken. Aber gut, haben wir schon wieder einen neuen Weg. Herzlichen Dank. Für was habe ich euch dabei? Kriegsasche, Funkenwand. Ach, das ist auch das, was diese Typen manchmal machen. Nicht schlecht. Aber ich kann auf meine Waffen leider keine Aschen drauf zaubern. Bin eigentlich ganz zufrieden mit der Kriegsasche, die drauf. Okay, wenn du meinst. Wenn sie meinen, dann laufst du umeinander. Fleischbatzen. Möchtest wetten, Lügner voraus. Verborgener Pfad voraus. Abrollen voraus, benötigen dann Objekt. Endlich haben wir es einmal gesehen, dass die Leute wissen, die Spiele nicht kennen, dass ich keine Scheiße erzähle. Es gibt immer irgendwo versteckte Sachen. Handbuch des Militärpriesters. Ich bin auch dabei. Endlich haben wir mal eine unsichtbare Wand gefunden. Wer weiß, wie viel das dann noch gibt. Da steht, da kommt der Kackbatzen aus dem Topf. Kackbatzen aus dem Topf. Und der Kackbatzen, der scheißt irgendwas. Oh shit. Tja. Einfach drauf reinprügeln. Ich weiß nicht, was du für komische Batzen schmeißt, aber das hat jetzt zu Ende. Oh wow. Oh wow. Stop it, please. Erst einmal den Buff rein. Machst du mal den Buff rein. Gibst du mal den Heal. Die machen ganz schön viel Schaden. Kruzifix nochmal. Kruzifix. Da, was ist mit dir? Kommst du da mal. Kleiner Dick. Ich will irgendwen da anvisieren. Ich lass mich nicht nochmal voll kotzen von deiner Scheiße. Okay, jetzt wird's ein wenig wild. Kinder, jetzt wird's mir ein wenig zu wild. Nein, du gehst jetzt weg von mir. Jetzt der mal erst. Oh. Jetzt der mal erst die Kleine weg. Du den Kleinen jetzt weg. So haben wir's jetzt, Bitching. Wo ist jetzt da noch was los? Da ist nur so ein kleiner Topf. Schleich dich. Schleich dich. Was haben wir da noch? Also eben scheiß Topf kann irgend so ein scheiß Alte rauskreien. Was hat denn die jetzt wieder da? Kruzifix. Kruzifix, ich mag da nicht mehr sein. Schwerer gesprungener Topf. Iris der Gnade. Das schaut wichtig aus. Was ist das? Was ist das? Verbrauchsgut. Auf das Auge eines anderen legen, um das Licht der Gnade als fliehenden Segen zu gewähren. Hä? Auf das Auge eines anderen legen, um das Licht der Gnade als fliehenden Segen zu gewähren. Hat da nicht der andere irgendeinen Scheiß gelabert von wegen Auge bliblablub? Verbrennt den Siegelbaum. Nehmt mit Hilfe einer Fingerleserin die Macht des Namensgebers in euch auf. Ich mag doch nicht mehr sein, aber ekelhaft. Also ich verstehe kein Wort, was die labern. Kryptische Grau, da liegt was. Da liegt was, ich hab's genau gesehen. Innereienfleisch. Geschmackig. Kann man den hauen? Nein, kann man nicht. Quest-Item. Ja, es liest sich wie ein Quest-Item, aber es liest sich auch so, als kann das jetzt nicht direkt benutzen. Und dann ist es fort. So. Ah! Ja, habt ihr schon der Lüd. Ja, From Software, ich weiß nicht, was sich da wieder denkt hat bei diesem Grad an Ekelhaftigkeit. Da haben wieder kleine Depp unterwegs, das sehe ich schon. Jetzt gehen wir erst da. Oder ist das gleich? Ach, das ist das gleich. Okay. Kleine Töpfe! Ja. Was ist das da drin? Da haben 3. Die wollen ja alle kaputt! Es gibt viele Stühle, aber das hier sind meine. Du kriegst einen fetten Schlag ins Gesicht, weil es mir wurscht ist.
kommt eine weitere Gnade voraus. Checkpoint! Dann haben wir wieder eine riesen fette Burg vor unseren Nosen, oder was? Wie unglaublich riesig, dass dieser DLC auch schon wieder ist. Es ist so narrisch. So, kurz rasten, dann geht's weiter. Und die Flamme brauchst du auch, um zum Endboss zu kommen. Ah ja. Ja, dachte ich mir fast, weil das war mit Sicherheit jetzt der Storyboss, den wir da gemacht haben. Ich meine, der ist auf dem Cover drauf, der Typ. Ich habe eigentlich gemeint, das ist der Endboss. Ist er offensichtlich ja nicht. So. Büdelt man uns das hier rein. Büdelt man uns das hier rein. Diesen hier. Das aktivieren wir mal, warum auch immer. Das heißt nie was Gutes, wenn das da steht. Gibt es jetzt da schon wieder einen Boss oder was? Nein. Tür. Tür öffnen. Hallo, bin da, wer noch? Okay, Vogi. Kann man es da aufmachen? Na, die Türe scheint man überhaupt nicht gehen. Oh, wo kommen wir denn da jetzt wieder? Wo haben wir ihn? Ah. Ja, aber den Tipp. Das ist genau die richtige Richtung anscheinend. Das schaut mir aber auch so, als dieser Weg kommt mir nicht ganz koscher vor. Sag ich dir jetzt, wie es ist. Ich hab schon gesehen, dass man das Pferd außer da kann, aber dann hauen mir die scheiß Ledermeister wieder runter. Machen wir jetzt so. Ja, Runen sind Runen. Level macht sie nicht von allein. Da gehst du mir jetzt Herz mir. Haben wir aneinander vorbeigeflogen. Ja, die weichen einfach aus. Bist du deppert. Was haben wir da? Gebrochene Rune. Kannst gleich unten sitzen bleiben, bis du zum Fliegen anfängst. Stunde gesammelt. Hat jeder seinen Schirm dabei, wie der Bericht sagt, Regen auf der Brücke. Bei uns hat es vorher im Real Life duscht wie Sau. Was war denn das? Was ist das, was da rennt? Jetzt hab ich's verstanden! Ja, okay, ich hab's verstanden! Ah! Okay, ich hab's verstanden! Was der, wer tut das? Wer tut denn das? Du auf den Arsch! Ich lauf jetzt einfach! Ich lauf! Ah! Ich lauf! Da ist Schatten! Das muss gut sein für uns. Ach, das ist der andere Typ da hinten im Eck! Okay, ich lauf! Ich lauf weiter! Ich lauf ja eh schon! Da kannst du aber den nicht reinringen, oder? So ein Arschloch! Wo ist der große Bogen, wenn man braucht? Ja, Kim, schneller. Ja, haben wir schon fort. So, Alter, du kriegst jetzt gleich so hart auf die Fresse, dass bloß noch schäbert. Moin, Meister. Okay, vielleicht auch nicht. Wird vielleicht auch nicht. Ja, ich hab's schon verstanden. Chill. Du Bitchen! Die heute auch schon wieder so. Jetzt komm ich nicht zum. Jetzt steigert die halt zweimal, du. Was bist denn du wieder für ein mieser Arschgegner? Salz aus Kapuze. Und den Zauber. Ist es eine Anrufung oder ein Zauber? Eine Anrufung, was brauchen wir da? 52 Glaube. Ja, die werden wir in dem Leben nicht mehr zusammenbringen. Was kann das da? Nicht fein. Aber das ist wieder so eine miese PvP-Scheiße. Ah, ist einer da, zauberst dem den ganzen Tag von irgendwo oben den Scheiß runter. Sehr fair. Sehr gute Geschichte. So, wo sind wir? Da sind wir. Was haben wir da? Schlange. Was soll das heißen? Ich hab kurz braucht. Ich sag's dir, ich hab kurz braucht. Guter Witz. Wer immer das kriegt, muss ich für gut bewerten. Wo ist da? Da ist. Diese Nachricht applaudieren, jawohl. So ein Depp. Schlange. Da. Willkommen in der Metamacherei. Wenn da schon wieder eine Nachricht ist, dann heißt das meistens, da kommt gleich wieder irgendein Arschloch runter. Nächster Aufzug. Weiter geht's. Weiter im Programm. Geben wir uns dabei einen Heal-Buff. Warum nicht? Einfach weil wir es kennen. Oder ist aber jetzt gescheit finster. Ne? So, haben wir schon da. Ist das das neue Gebiet, ja?
damit ich offstream auch ein bisschen was zum Tun hab können. Gibt halt PvE und PvP-Bilder, der Invader hat auf PvP und darum bekommst du halt aufs Maul. Mit den meisten PvP-Builds kannst du schlecht PvE spielen. Ja, gut, das ist auch klar, wenn jemand gezielt für PvP einer geht, der schluckt dich einfach, wenn du mit deinem PvE-Scheiß da mal anstehst. Mir hat aber in Dark Souls ein bisschen, aber ich hab mich nie ins PvP in Dark Souls oder in From Software Spiele eingefuchst, weil das für mich braucht das Spiel nicht. Finde ich. Luis! Merci wieder ein Euro. Kuss auf die Nuss nach Hause. So, wo zur Hölle sind wir jetzt? Aha! I see. Es erklärt zwar immer noch nicht, wie man da raufkommt und da raufkommt und da raufkommt und da auf, weil da war ich überall noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Da werde ich mal versuchen, ich weiß nicht, ob er da überhaupt schon hinkommt, so wie wir beieinander sind. Das werde ich dann offstream versuchen. Und wo haben wir jetzt da schon wieder? Uralte Ruinen von Rau. Preiset Ausblick. Oder? Oder? Und der, was die joint, hat auch nur 4 Heiltränke und 2 blaue. Ja gut, sonst war es auch ein bisschen sehr OP. 2 gegen 1 ist ja doch immer relativ. Oh Gott, wenn da schon wieder so ein Ding steht, dann... Ja, ich würde vorschlagen, unser Ziel ist da unten die Nummer 3. Um den Kartenabschnitt zu kriegen, wenn man von da kriegen. Machen wir da her. Naja, kann möglich. Oh, da rennen wieder die großen Fleischklopse umeinander. Und es ist ein langer. Oh, schau mal, das ist so. Es bringt nur From Software hin. Das sage ich dir, das ist alles begehbar. 100%ig. Frage ist, wie man jetzt da oben kommt. Müssen wir da oben? Hilft nicht. Lauft Master und um, schauen wir mal. Das ist jetzt eigentlich der Teil, den ich immer gerne offstream dort. Das ist. Weiß ich nicht, ich finde, dass wahrscheinlich am spannendsten ist, so Schlösser und halt, ich nenne es jetzt mal Story Progress zu machen, in Richtung Boss und so in einem Dungeon. Ob da in der Open World umeinander gurken so super interesting ist, weiß ich nicht. Die Frage ist, wenn man da oben kommt, da unten ist eine Gnade, die habe ich schon erlaubt. Ja, vielleicht müssen wir da hinten runterspringen, hä? Kann man da hinten runterspringen, dann können wir da oben. Aber das wird nicht klar, da werden wir sterben. Kannst nicht. So Gaudi wird die Brücke da auch nicht sein. Ja, wer kommt man da dann schon wieder unterirdisch? Sag ich das richtig? Ich finde Map erkunden geil. Ja, ich eigentlich auch. Also so ist es nicht. Ich weiß nicht, was da spinnt wahrscheinlich wieder irgendwas in meinem Kopf. Keine Ahnung. Macht schon wieder wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, was ich für einen Schmarrn labert. Ja, dann oben ins Finstern. Außerdem glaube ich auch mega wieder in einem finsteren Luft. Und hey, da ist einer schön. Hacki tu diese Fetz. Das haben wir gekriegt, der Gaunest. Da ist auf alle Fälle schon wieder jemand gestorben. Also jetzt sei nicht was da ist, da hauen wir jetzt nicht lang umeinander, einfach mal schauen. Okay, ich weiß, warum er gestorben ist. Ist schon gut, ich bin auf der Wurzel. Ich bin nicht auf der Wurzel dahergeschwommen. Verfolgt uns, was ist da gerade wieder umeinander gewuselt? Ich weiß es eben nicht. Was haben wir jetzt da wieder gehabt? Ich springe jetzt mal da oben, damit nicht. Oh shit. So, jetzt haben wir mal da. Haben wir schon wieder den nächsten finsteren Lucht. Wo ist denn jetzt der Typ da, der gemeint hat, der kann da umeinander wirbeln wie ein Narrischer? Drum fotzen kannst haben, du Trottel. Bist denn? Ich führe jetzt da. Chill. Ja, weißt du jetzt auch nicht. Die haben Scuba-Baumfragmente, die Typen mit dem Glitzerkopf der Schlange. Ah, okay. Ja, ein guter Tipp. Das hätte ich wahrscheinlich wieder ewig nicht gespannt. Und dann können wir wahrscheinlich auch auf Level 10 upgraden. Den da. Ja, ein Scooterbaumfragment. Was sagt der da? Die mit dem Glitzerkopf. Oder war das der, meinst du den Wirbler, der da war? Den hätte ich jetzt sowieso aufgesucht. Dann schlagen wir mir einfach. Wo ist er? Ah, mit dem Glitzertopf. Nicht mit dem Glitzerkopf. Ah, der hat mir einfach eine Beinschere gegeben. Ja, hallo, darf ich die Obis hier Name kurz?
Treffer soll jetzt halt schon auch was mit deinem komischen Umeinandergepimmel, du Trottel. Okay. Weiß ich nicht, bist du der Boss auf Crack oder was ist mit dir? Ach, was ist das denn? Gut, dass wir uns noch schnell geheilt haben. Was ist denn das wieder für ein unangenehmes Arschloch? Da ist schon wieder 5. Da hat schon wieder 5 Movesets mehr als der letzte. Und hat mir alle meine Dinger wieder aufgelöst. Jetzt pass mal auf, was haben wir jetzt da gekriegt? Haben wir jetzt da was gekriegt? Was sind die letzten Sachen, die wir da gekriegt haben? Das Rauhnest, das silbernes Zorn, Dinge von Objekten. Geisterarsch oder dabei. Also kein Skadobaum-Fragment, aber also er kann wahrscheinlich Skadobaum-Fragmente und Geisterarsch dabei. Ich verstehe. Das kann gut sein, dass ich da vorher in dem ersten Gebiet noch ein paar übersehen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit so Glitzer die Depf nur einmal jemanden umeinander laufen habe sehen. Ich glaube nämlich schon. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir da irgendwie durchkommen. Wenn man noch einen zaubert, tut ein Scheiß wieder woanders hin, was weiß ich. Ich hab schon gesehen, dass man da an der Nacht zaubert, tun sie sich nicht hinunter. Das war knapp. Aber wir kommen jetzt da. Ja, da springen wir schnell. Wow! Was machen denn die auf einmal so viel mehr Schaden? Das ist ein Wahnsinn. Halten ein ganz Stück mehr aus. Die Frage ist, was man da jetzt lernt. Das schaut nach Schalter aus irgendwie. Das sind die neuen Mistkäfer aus dem Hauptspiel. Habe ich nicht gewusst schon. Das hat wahrscheinlich wieder ewig gedauert, bis ich das gesehen habe. Da ist ein Tor. Das Tor habe ich auch gesehen, glaube ich. Also glaube ich zumindest, dass, wenn wir vom gleichen Tor schmerzen. Aber bin mir auch ziemlich sicher, dass da irgendwie runtergeht. Aber wahrscheinlich anders. Jetzt pass auf. Dann gehen wir da weiter, dann ist das Tor, was sie meinten wahrscheinlich. Ah ja, das kann ich dann schon wieder aufmachen, das vorher nicht, jetzt muss ich nicht was trinken. Ha, hab nichts mehr zum Trinken. Ach, nicht er schon wieder. Nicht er schon wieder mit seinen kleinen Scheißhaus. Na. Ach Gott, wenn die Kleinen schon 2 Schläge aushalten, dann klang ich schon wieder so. Was ist mit dir, Kim? Das mit Zuhand oder so? Oh, easy. Easy! Schau bloß gefährlich aus. Jetzt hab ich gemeint, der rührt sich nochmal. Die haben so beschissen ekelhaft, die Mistviecher. Vorsicht vor Hinterhalt. Okay, ich hab schon verstanden. Habe ich verstanden. Ah, da rennt er umeinander. Vorsicht vor Hinterhalt. Willst du wetten, dass irgendwo an der Decke einer dran hängt oder so? Ja, schauen wir mal. Kriegen schon. Mit Sicherheit noch mehrere. Ja, ist sehe ich schon, ihr Mistvieh hier geschissen. Was da ich sag? Hey Meister, brennst du? Glaub, dass du brennst? Geh mir her jetzt da. Du möchtest, dass ich zu dir komme, gell? Weil deine 2 Spätzchen da oben hängen. Ich hab die schon durchschaut. Komm. Aber Gott sei Dank hat sie nur ekelhaft und hält nichts aus. So, jetzt pass mir hoch, kann ich die da oben runtertüdeln. Da ist der. Oh, ja, kann ich. Problem gelöst! Der Raum hat mich 600.000... so ich die Lippen. Der Raum hat mich 600.000 Runen gekostet, das ist bitter. Das ist bitter. Warum? Haben da noch mehrere seine Späße? Mag ich es wissen? Aha! Die nächste unsichtbare Mauer! Easy cheesy. Durch Zufall draufdroschen. Was steht da? Achtung, verborgener Pfad.
Ja, tolle Wurst. Wenn ich schon drin bin. Bindungsstein kenne ich noch nicht und ein Handtuch hätte ich fast gesagt. Da bin ich. Verursacht eine Geistexplosion, die den im Geiststein wohnenden Geist konsumiert. Stinkt auch irgendwie nach Quest-Item so. Muss ich sagen. Die Viecher haben einen Charge, der quasi unendlich Hits macht, gefühlt. Verstehe. Du wirst quasi von den Gegnern geglitscht. Ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Den habe ich aber noch nicht gesehen, den. So, was ist mit dir wieder? Du Sau. Stirb, du Sau. Da. Oh, wieder ein Topf, ist der Glitzertopf. Gib Glitzertopf. Das ist leider kein Glitzertopf. Ich weiß übrigens, dass man mit dem Viertel durchlaufen kann, aber das ist mir herzlich. Ah, da ist der Glitzertopf, ich hab ihn schon gesehen. Nur so ein Fragment war schon cool. Dann kann man nämlich, glaube ich, upgraden. Warte mal. Na, Geisterkalkulus. Also sie haben quasi nicht immer eins dabei, aber sie können eins dabei haben. Können dann die normalen auch dabei haben? Oh, ja, tolles Anvisierungsding! I'm a simple man, I see irgendein finsteres Loch, I go in. Was haben wir da? Wieder der Skorpionsepp. Gnade war ein Metall da hier unten irgendwo. Das sind aber fake Skorpionseppen. Jetzt warte mal. Geh mal her da. Komm. Da gehst her. One Leg macht das Damage! Okay, okay, hab den Chart schon verstanden. Alles klar. Ah, haben schon verstanden. Holst du jetzt auch am Start oder tust du irgendwas, oder? Okay, so funktioniert es nicht, das ist doch schnell. Okay. Hab's schon geneist, was das Problem ist. Vor allem, wenn sie jetzt da zu zweit kommen. Wie sie halt den unten noch. Wieso können jetzt den unten nicht anvisieren? Was ist denn das wieder? Dann schieße ich halt da so auf. Ja, ach so. Kriegen wir schon. So. Kann man da, Schmiedestein kann man brauchen. Kann man brauchen. Alter, wie fucking riesig ist denn das Gebiet da hier unten schon wieder? Ich wird narrisch. Was haben wir denn da? Kann das was? Geste versuchen. Was für Geste? Ich weiß nicht mehr, wie man Geste... Ja, da muss was dran sein. Stinkt. Oder irgendwie interagieren oder so, da kann man da was lesen. Nein. Weiß das jemand? Wie benutzt man überhaupt eine Geste? Nicht Status, Inventar. Wie benutzt man Gesten, Alter? Ich habe noch nie Gesten benutzt. Umschalten. Keine Ahnung, das da soll ich machen, oder was? Und dann bestätigen. Beten. Was nicht? Die Geste scheint es nicht zu sein. Machen wir Start und dann rechts Handgesten. Sechs schon. Ja gut, aber wo ich halt nie jetzt... Gibt's auch, also es gibt so Stellen, wo man dann eine Geste ausführen muss und dann passiert, aber wo ich halt nie jetzt wissen, welche. Weil man sich jetzt da alle Gesten durchprobieren, wenn sie sich besoffen bin, da habe ich was Besseres zum tun, du. Da habe ich was Besseres zum tun, du. Wo haben wir überhaupt? Es ist meistens Wissens nach ein Troll. Okay. Dann beschäftigen wir uns gar nicht weiter damit. Wenn wir schon lange nicht mehr da haben. Darf jeder mal kurz an meine Skelette schmecken. Sehr gut. Es gefällt uns. Und du darfst auch drauf schmecken, wenn du magst. Easy. Oder? Moment, die gibt, glaube ich, 2 Stellen nur, oder, Lavi? Mit Gesten. Ich habe irgendwo im Discord hat jemand was geschrieben von Gesten, ich habe aber nicht drauf gedruckt, der hat es extra. Oh. Ja.
macht halt nichts anderes, gell? Scheiß Mistviecher. Haben wir unseren Buff drin? Wir haben unseren Buff gar nicht drin. Die zweite Klinge. Biegt einer an der Wind um. Ja, toll. Oh, das ist ein dicker. Der ist dicker als die anderen, der holt viel mehr raus. Mistbritschen. Hat's die schon. An meinem Storschädel kommt nichts vorbei. Easy going. Immer schön. Oh! Eine neue Asche. Also das ist ein neues Phantom. Das kann man das Spinnenviech da beschwören, aber das kann eh nichts. Ja, jetzt kommst du wieder mit deinem Rohscheiß. Ja, hab ich schon verstanden. Du kannst schön brav bleiben dabei und sterben hinter mich. Die 3 Elite am Ende sind auch grenzwertig unfair. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt wieder kommt. Das ist also was, da versuche ich jetzt nicht jedes kleine Eck. Ich versuche jetzt hauptsächlich mal an den Kartenausschnitt zu kommen. Das ist, was da geht. Dann Offstream auch noch mal durch, damit ich Offstream auch ein bisschen was zum Tor habe. Ja, ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Da wird mich schon keiner schlachten. Wo müssen wir hin? Zum Dreier müssen wir. Ja. Dann mal, wie weit, dass wir da jetzt kommen. Und wenn wir was finden, markieren wir es einfach grob. Schildkröte. Da scheint es mir nichts zu geben. Schauen wir mal, wie es der Fettsack kann. Nicht recht viel, das ist auch in Ordnung. Nein, 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 nein! Oh! Langsam reiten, Jacob. Sterben wir da, wenn wir da oben gingen? Glaube ich nicht, hä? Nein. Ein bisschen reiten, da schau her, geht schon. Ja, 2 von denen. Wo sind wir grob? Ah ja, bewegen wir uns schon in die Richtung. Bewegen wir uns schon in die Richtung. Da ist wieder so. Kann man diese Fire Golem-Typen, diese Riesen, kann man die überhaupt umbringen? Halbwegs anständig, die haben so krass, dass es total narrisch ist. Komplett narrisch ist, um nicht zu sagen. Damit gehen wir jetzt in Richtung dem Dreier. Oh, da ist so ein Nilpferd, mit dem mag ich mich jetzt eigentlich nicht noch legen. Da haben wir das goldene Nilpferd schon getötet. Bin mir jetzt doch nicht so sicher, ob wir da oben kommen. Naja, reiten wir einfach mal weiter. Wenn wir Gnade finden, nehmen wir es mit. Ja, die sind nur ultra langweilig. Ja, mit Riesentöpfen. Oh, wieso kann ich denn da schon wieder ein Phantom beschwören wegen weißt du was? Das der Schlag jetzt schnell. Weil es mich interessiert, ob die was droppen. Das interessiert mich jetzt nicht. Weil es mich interessiert, ob die was droppen, wenn ich da ein Phantom beschwören kann. Das heißt normalerweise. Ich sehe wieder ganz viel. Okay, wo ist er? Okay. Ja gut, für das glaube ich braucht man jetzt. Tatsächlich. Da hinten ist ein X, ich hab's genau gesehen. Ich glaube nämlich, jetzt pass mir auf, den Weg, den ich da gefunden habe, also da auch in der Burg, durch den Kanal oben, dann da außen, dann steht da ein riesengroßer Feuergolem auf, da in der Ruine scheint es nichts zu geben. Dann geht's da weiter. Dann kannst du da vierer, dann gibt's da ein namenloses Mausoleum, da ist dann wieder so ein Geisttyp drin, der da Waffe und Rüstung droppt. Und dann geht's da oben Unterlauf des Klausener Flusses und dann ist da alles voller Wasser und da glaube ich haben auch zwei solche Flusspferde und da kann ich auch die Dings als Phantom beschwören, vielleicht droppen die auch Scado Trees. Fragmente.
Oder so ein Geisterasche vielleicht. Da ist er hier, der Held! So, die Frage, wo es da weitergeht. Wie unfassbar riesengroß dieser DLC ist völlig lächerlich. Völlig lächerlich. Völlig utopisch. Ist die Schildkröten zur Gaudi so golden? Nein, ich glaube, es liegt am Licht. Ich würde ja die Helch 5000. Zack, wir kommen da oben. Oh, da steht auch ein Besen unten, ich sehe ihn genau. Ich würde jetzt gern vermöbeln. Ach, Moment mal, ist das Gebiet, wo wir durch das Portal gekommen sind? Kann das sein? So, wir kommen auch nicht im Ansatz da irgendwo zu dem Kartenfragment da rein. Da war ich schon. Ja, ich hab's grad gecheckt. Die Frage ist aber, wo es da weitergeht. Seitlich auf die Sterne da und ist durch das Portal. Ja, ich erinnere mich. Aber irgendwie muss doch da dann eine Nachricht lesen. Ist das eigentlich, ich hab's geschafft? Nein, wir müssen irgendwie da oben. Oder besser gesagt. Da oben müssen wir irgendwie. Jetzt geht's um. Auch nicht wirklich. Der DLC ist doch größer als Limgrave geheißen, hat das Größe von Limgrave. Alter, was? Der DLC ist doch größer als Limgrave geheißen, hat's, dass die Größe von Limgrave hat. Was, Alter, was? Du bist schon wieder, wie viele Haken hast du schon wieder in der Goschen? Sag. 25. Aber ich glaube, ich hab's schon verstanden, was du meinst. Ja, ist sowieso größer wie Limgrave. In dem Tempel da ist auch wieder ein Fuchur. Was für Fuchur? Ich mag nichts wissen vom Fuchur. Was ist denn das da? Bogen versuchen. Da brauche ich keinen Bogen versuchen. Dann habe ich einfach verschlungen, Bruder. Die Frage ist jetzt, wo zur Hölle geht's da weiter? Jetzt gehen wir da mal wieder auf. Vielleicht geht's eine Etage weiter um. Irgendwo weiter. Genau, und die zwei sind wir noch nicht vorbei. Ja, ihr könnt sich umeinander hauen, wie es wollt. Super, danke, schön. Hat sich rentiert. Das ist jetzt doch der Schlange, oder was? Mein, du das Ding weg dann! Wo ist der andere Trottel? Kommt da irgendwo daher? Jetzt langsam zurückgehauen. Ja, ist recht. Stirb jetzt, du Sau. Haben wir schon wieder fast ein Level up. Oh, I can see a very risky path. Is this the way? Is this the way we're gonna die? I know it. I gonna try it. Hello. This is shit. Weiß nicht, wo geht er weiter. Ich will da rüber. Ich kann das Kreuz sehen, da mich mag ich. Da, wenn ich umgehe, das bringt mir genau gar nichts. Das ist shit. Das war ihn. Ich sag das, was es ist. Ich weiß nicht, was weitergeht da. Müssen wir suchen. Was ist da los? Ach, wir haben ja da aus dem Loch, also gehen wir mal anders rundum. So ich wieder komm. Ich über Hirnwurf. Was ist denn da herin los? Das ist überhaupt nicht das Loch, wo ich rausgekommen bin. What? Was hat denn die? Ja, ihr habt zwar gerade noch angegangen, weil ihr mir nicht schon seit Kelly da auf den Sack jetzt Mist. Hallo! Und da jetzt einmal draufhauen? Oder was hat denn die alle für euch? Ja, wir müssen erst den Caster da killen. Das hilft nicht. Kommen Sie. Das ist ja gar kein Caster. Oh, mistakes were made.
Mistakes were made. Ah. Einen nach dem anderen. Schön gemütlich, einen nach dem anderen. Haben bloß nur zwei. Kann man die... Ah, die kann man backstabben, gell? Hab ich nicht gewusst. Ich sehe überhaupt nichts außer Batzen im Monitor drin. Jetzt schau, dass du stirbst. Himmel, Hagelzackel. Hat aber komische Ministranten. Das ist das falsche Loch da. Stimmt, wir haben aber aus so einem Loch irgendwo rausgekrochen und daneben war nur ein Tier. Vielleicht geht's da irgendwie weiter. Gibt's jetzt da nicht mehr da herin? Ist das ja nicht ernst, oder was? Glaube ich nicht. Kann ich nicht glauben! Das kann ich so nicht glauben, Kinder. Wie spät ist es? Freilich ist 10 nach 10. Alles klärchen, Freunde der Sonne. Ja, bis halt geht schon noch. Oder was sagst du dazu? Na, da geht's weiter schon. Bis halt da umeinander pimmeln geht schon noch. Tun Sie sich mal nicht hinunter, ich schwitze so fei, das unerträglich ist. Was haben wir da? Eine Wand. Haben wir einen Dungeon vielleicht noch gefunden? Mit einem Boss am Schluss. Das darf jetzt noch richtig gut passen. Wenn der nicht 2 Stunden dauert. Machen wir es so. Ach, das ist ein Aufzug, lol. The fuck is happening? Aber vielleicht geht es so weiter. Schauen wir mal. Wo haben wir unsere Laterne? Da haben wir schon ganz schön Blut verbattelt. So ist es nicht. So, wo sind wir jetzt? Servus, grüß Gott. Viertel wo? Okay. Gehen wir mal in diese Richtung. Das ist ein Grabstein und kein Schüttel. Ja, ist irgendwas zwischendrin. Ist irgendein Schwanz ausgekommen. Haben wir jetzt wieder ganz oben. Da glaube ich sind wir gekommen. Das war die Burg, wo wir waren, mit dem Messmer drin. Aber eben da unten sind wir schon ein Stück weitergekommen. In welche Richtung schauen wir jetzt da auf der Karte? Ah ja, da waren wir schon mal hinten. Tja. Also da die Orientierung behalten ist schon interessant. Da wird schon wieder keine Ahnung, ob wir nicht einfach wieder ganz oben sind, wo wir die ganze Zeit schon waren. Da ist das Cross... Ah, okay, warte mal. Ah lol, da haben wir einfach gekommen, oder? Na, da ist er, da ist er. Wir sind erfolgreich einmal im Kreis gelaufen. Herzlichen Glückwunsch uns allen. Jetzt leg mir doch am Anstand, oder? Leg mir doch am Anstand, oder? Lauf ich da hinten? Kannst du mir mal kreuzweis? Kannst du mich mal kreuzweis? Nein, mag jetzt die. Gibt es überhaupt einen Weg da direkt zu dem Kartenschnipsel? Wir haben einfach im Kreis gelaufen, Kruzifix. Ja, jetzt, dann weiß ich es jetzt aber auch nicht. Jetzt laufen wir theoretisch dann nämlich wieder da unten mit dem Storschüttel um einen Erdbaum rundum. Ich habe schon gedacht, so gespielt. So bist du nur mit dem Storschädel um einen Erdbaum rundum. Computer sagt nein. Wenn dann sagt der wie heißt der Miyazaki, heißt der Entwicklerchef, oder? Der sagt nein. Jetzt passen wir beobachten, wo haben wir jetzt die. Da haben wir das Ding. Da haben wir das Ding aufgeholt. Das ist ein Shortcut. In die untere Ebene. Dann gehen wir da wieder oben, weil es nicht helfen wird. Da haben wir was gefunden. Oder jemand was verloren. Geisterkalkulus, was auch immer das zum bedeuten hat. Sitzt gerade am Lagerfeuer und genießt die erste Ernte von meinen Pflanzen, weil gerade schön ist. Herr Kulze! So eine Früh. Du hast wahrscheinlich Autoflowers gehabt, gell? Meine schauen auch ganz gut aus, muss ich sagen. Jetzt fahren wir da wieder oben. Und gehen wir in die geschissene Höhle zurück. Und dann gehen wir aus dem kleinen Viereckerl wieder aussehen und vielleicht geht es da dann woanders hin. Und das fürchte ich wird wahrscheinlich so die letzte Fahrt für heute. Ja, wir kommen da mit dem Viertel durch. Jawohl. Schauen wir mal. Ob ich finde halt jemals wieder in diese Höhle hinein. Ich denke nicht.
Waren wir da hinten schon? Da waren wir schon, gell? Das ist mit den zwei Pfosten, da wo ich die zwei Typen da geschlagen habe. So. Da kommen wir ja oben. Ach, da waren wir ja auch schon, da haben die Schildkröten. Hinter dem Wasserfall wild kontrolliert werden. Da ist auf alle Fälle nix. Schauen wir da nochmal, ob man da vielleicht irgendwo droppen kann. Nein, auf keinen Fall. Ich ertrage das nicht. Visionen hiervon, Objekt, ja. Das ist eine komische Stelle jetzt, da weiß ich gar nicht, wo es hingeht. Sag ich dir jetzt freiwillig, wie es ist. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. Ich sehe da auch nichts zum Droppen. Ja, da mal. Mit dem Viech kannst du oben springen, das hält mehr Höhe aus wie du oder als du suchst das Enk aus. Ja, ja, weiß ich schon, aber das kann das sehe ich von da, dass wenn ich da oben springe, dann bin ich hin. Das sehe ich auf alle Fälle. Weiter und an die Klippen schauen. Was? Also, oben luren meinst du? Ja, das ist schon die ganze Zeit. Da sind Sterne. Ja, ich denke mir schon, was du sagen möchtest, so ein bisschen. An der Stelle da? Nein, oder? Nein. Da komme ich nicht um mich. Problem ist hier was zu erklären. Ja, es schaut alles gleich aus, es gibt keine Orientierungspunkte. Du, das wird nicht helfen. Das ist eine Aufgabe für den Offstream-Bürger, das sage ich dir freiwillig, wie es ist. Was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, aber ich sage es lieber nochmal freiwillig, wie es ist. Da einen Weg zum Finden und sobald ich bei dem nächsten, wie soll ich sagen, Dungeon-ähnlichen etwas bin, da höre ich dann natürlich auch weiter zum Spielen, wenn ich so kleine Dungeons finde und so kleine Minibosse. Die mache ich einfach Offstream, ich glaube, dass das wurscht ist. Ich glaube nicht, dass wir Elden Ring. Hoppala, dass wir Elden Ring den ganzen Sommer lang streamen werden, aber ich sage mal so 2-mal geht schon noch. Und bis dahin war ich halt gern irgendwie, oder 3-mal, bis dahin war ich gern beim Endboss. Und dann gibt es einen Stream für den Endboss und dann war's es. So, für mich. Laut unserer Rechnung, letztes Mal habe ich ja gefragt, wie viele Bosse liegen noch vor uns. Habt ihr gesagt 3, dann dürfen es jetzt noch 2 sein. Irgendwie werden wir da schon runterkommen. Irgendwie, wir haben kurz davor, es ist ja nicht weit, irgendwo ist schon. Ich glaube vom Anfang, wenn ich dann nochmal durch die Höhle durchgehe, gibt es mit Sicherheit noch einen zweiten Weg, irgendwo anders aussehen. Das finde ich schon. Nein, so weit hast du nicht mehr. Da kommt da irgendwann die 2 Pimmel-Lady, das ist der nächste Hauptboss. Na, so weit hast du nicht mehr. Ja, das spanne ich dann schon, wenn ich wieder in so einer Art Burg da bin oder in so einem typischen Boss-Level-Gebiet. Das mache ich dann natürlich nicht, das machen wir im Stream. Und ich schätze mal, oder das hier und was da noch verborgen ist, ist das nächste Gebiet so. Geht sich das hin? Irgendwo da. Und was ich noch probieren möchte, gern natürlich, wenn man da zu der Kirche kommt und den ganzen Scheiß da. Aber vielleicht kommt das erst noch. Was jetzt noch kommt, wir haben die ganze, ich weiß nicht, wie viel das da herunten noch aufdeckt wird. Na? Ich werde auch da einmal, ist der einzige Tipp, den ich will, damit ich weiß, in welche Richtung dass ich spielen kann und es ist wurscht, dass wir im Stream nichts versammeln, ist der nächste Boss da herum in diesem Gebiet, wo wir gerade sind. Ist der da in diese Richtung? Oder ist der im Süden? Weil dann spiele ich im Süden einfach weiter. Das sind noch 2 Gebiete. Ja, dachte ich mir schon. Der oberste und also wenn es unten natürlich 2 Gebiete sind, ja okay. Okay. Dann tue ich nämlich im Süden einfach ein bisschen weiter und schau. Da bin ich eigentlich zumindest laut der Karten nicht mehr weit weg vom Kartenaufdecker. Da herunten, da habe ich beim Waldpfad dann bei der Gnade aufgehört. Und kriegen wir schon. So, mehr mag ich gar nicht wissen. Don't spoil the Bürger. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Fucking good game. War doch gut, das war doch... Süden ist 100% optional, aber hat 2 der geilsten Bosse. Gut, dann mache ich die Bosse nicht. Wenn ich bis zu die Bosse komme, lass es am Leben, die machen wir dann im Stream. Das ist sehr gut zum Wissen, glaube ich, dass der Süden komplett optional ist. Genau das wollte ich hören, dann weiß ich, wo ich weitermache. Freunde der Sonne, mittlerweile haben wir bei 90 Stunden Playtime. Was für mich mittlerweile relativ viel ist, weil ich eben nicht mehr so viel Zeit habe zum Zocken.
Es war mir ein Fest. Ach du Scheiße, jetzt habe ich aus Versehen Aufnahme gedruckt. Ich hoffe, ich bin noch da. Ist der Stream noch da? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Ich schwitze so unbandig fei. Das Spiel ist so gut. Es ist so gut. Jetzt gehen wir noch wegen einem Blättschmerz ein. Ich krieg Kreuzweh. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle, die sich nach dem Gameplay immer gleich schleichen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Die letzten Elden Ring Streams haben tatsächlich ein paar Abos eingebracht. Die seht ihr offiziell nur leider Gottes nicht, weil bei mir nur noch Tausender schrittweise Zeit wird. Und das passiert sehr selten. Ja, was das betrifft, ist der Kanal doch recht eingeschlafen. In Streams kriegt man nur ganz selten neue Abos dazu, da müsst ihr die Videos machen. Das kommt aber eventuell nach der Sommerpause wieder. Schauen wir da mal, was mir so einfällt. Bale und unser Lieblingslord. Ein Drachenlord wahrscheinlich. Schon vorbei. Doris, oh nein! Mit dem haben wir noch ein bisschen schmerzen, was das ist. Heute haben wir gescheiten Mittag gemacht, Bürger GG an die Bosskämpfe. Da waren noch nicht recht viele Bosskämpfe, da war noch einer. Ja, okay, sagen wir 1,5. Der Typ vor dem Bosskampf, der war unnett. Der war nicht nett. Na, so nicht. Aber sonst, ich glaube, das hat ganz gut gepasst. Ja, okay, hauen Sie ins Bett, gute Nacht. Ja, haben wir noch was zum Schmerzen? Ich weiß auch nicht. Es steht auf alle Fälle ein anstrengendes Wochenende bei mir bevor. Da werde ich nicht viel spielen, also recht viel Progress werde ich nicht machen. Morgen werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen spielen, ja, aber auch nicht zu viel. Freitag dann wahrscheinlich gar nicht. Der Unkrautbahner kommt genau recht zum Blättschmerz. Ich glaube, recht viel Blättschmerz gibt es halt auch nicht mehr. Was ist noch das nächste? So, schreibt da keiner was? Warum schreibt denn da keiner was? Ich weiß nicht, was gibt es denn zum Verzeihen? Das Spiel gefällt mir unglaublich gut. Aber ich kann schon nachvollziehen. Weißt du, was glaube ich so ein bisschen das Problem ist? Die Beschwerden über den Schwierigkeitsgrad. Elden Ring hat so viel ein komplett neues Publikum für dieses Spielgenre dahergezogen, wie kein Spiel zuvor. Und die ganzen Leute wissen natürlich nicht, wie schwer From Software DLCs sind. Ich finde den da ehrlich gesagt auch nicht so schwer wie The Ring City in Dark Souls 3. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich der schwerste DLC, den ich je von From Software gespielt habe. Wie läuft's mit der Küche? Da ist die nächsten 2 Wochen wieder Sendepause. Küchenplatten habe ich immer noch nicht. Heute ist endlich einmal die Ofenplatten gekommen. Very nice, jetzt hätte ich alles da. Bis auf, wie soll ich sagen, bis auf, ja, die eine Küchenplatten halt. Dann kann die Küche fertig machen. Aber Wochenende bin ich nicht da. Nächstes Wochenende bin ich nicht da. Das kriegt es dann auch sehr markant mit. Da haben wir eine narische Idee gehabt. Und wir haben beschlossen, das tun wir jetzt einfach einmal. Was das ist, das kriegt es dann mit, wenn es losgeht. Morgen in einer Woche. Was machst du in der Sommerpause? Sehr guter Punkt. Was mache ich in der Sommerpause? So gut wie es geht, nix. In der ersten Woche nix. Da suche ich mir wahrscheinlich meistens immer so ein Spiel, wo ich mir selber denke, so, was da Ruhe. Sowas wie Baldur's Gate zum Beispiel. War es auch schon wieder ein Jahr her, wo ich da angefangen habe. Ich bin immer noch nicht fertig. Hey, endlich! So scheißen wir noch auf den Fünfer, denn die Ernte steht vor der Tür, haut's nein und habe deren. Ja, endlich, merci dir. Schluss jetzt mit Donations. Kuss auf die Nuss. Die ganze Story um St. Trina ist echt cool. Da geht es wahrscheinlich um The Ring City. Ich habe keine Ahnung. Ich sag das, was es ist. Ich habe keine Story verstanden, jemals in irgendeinem From Software Spiel. Ich bin aber auch nie gekommen für die Story, sondern nur fürs Gameplay. Alles andere war mir immer wurscht. Falls ihr gerade von irgendwas redet. Ansonsten, wir fahren fort. In der Sommerpause, wie jedes Jahr mittlerweile. Das machen wir erst seit 2 Jahren, weil ich einfach vergessen habe, wie geil das in Urlaub fahren ist und Schnorcheln ist und überhaupt. Schnorcheln ist sowieso der geilste Scheiß, den es gibt. Und dann ist die Überlegung, das machen wir genau Mitte August. Wir haben beide, ich habe 4 Wochen Urlaub, sie hat 3 Wochen Urlaub. Und dann ist die Überlegung, ob wir, wenn wir dann wieder da sind, mit dem Hund nochmal fortfahren, ein paar Tage. Und es geht wieder nach Kreta. Exactly. Ist einfach der Beste. Wenn wir uns nicht sicher sind, so, wenn wir nur einmal im Urlaub fahren im Jahr, dann nehmen wir, wo wir wissen, da gefällt es uns. Und wobei wir diesmal auf die anderen Seiten von Kreta fliegen. Also nicht Südseiten, sondern auf die Westseite. Und da war ich selber auch noch nie und ich war schon über 20 Mal, glaube ich, mittlerweile in Kreta.
Bin ich gespannt, wie es da ist. Aber schaut super aus. Außerdem ist Kreta stabil. Preis-Leistung ist in Ordnung. Griechen sind so dermaßen freundlich, dass alles nicht spät ist. Das Essen da unten ist geil. Die Familientavernen sind die besten, wo ich jemals war. Und etc. etc. Gibt irgendwie nichts Besseres. Keine Ahnung. So, der neue Landi-Teaser ist jetzt da. Neuigkeiten, leicht bessere Grafik, 2 neue Fruchtsorten, Reisspinat und besseres Wetter, Nebel und Gewitter und so. Die Fans sind empört. Ich habe schon gelesen, so richtig vom Hocker hauen tut es mich nicht. Landi spielen wärmer, wenn er kommt, ist ja klar. Das, bis zur Winterpause dann. Ja, da ist jetzt nur ein halbes Jahr hier, aber das ist ja wurscht. Wobei, ein halbes Jahr ist es auch nicht mehr ganz. Und ja, da werden wir uns was ausdenken. Da gehen schon wieder ein paar dumme Streams raus. Ja, mit Server. Eventuell, um das Ganze ein bisschen zu steigern, zum letzten Mal vor 2 Jahren, werde ich einen Turniermodus einführen. Schauen wir mal. Hab da ein paar Ideen unter Spätzl von mir. Ich glaube, mein letzter Urlaub außerhalb von Deutsche Bahngebiet war in der 1. Klasse. Labi. Ich habe auch Ewigkeiten, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es vielleicht natürlich am Finanziellen scheitert, aber es geht auch mit sehr wenig Geldaufwand gegen coole Urlaube. Ich habe einfach vergessen, wie geil in Urlaub fahren ist. Und ich habe es auch wegbockt. Do it. Do it. Uns Raucher lassen wir weitgehend unbehelligt, das ist richtig, das kommt auch dazu. Das kommt auch dazu. Darfst auch nicht, in Mali darf man zum Beispiel nicht überall rauchen, das ist mir voll auf den Sack gegangen. Mali wird man ja nie wiedersehen. Generell Spanien, die leider so dermaßen unfreundlich, dass mit der Schlag fast drauf hat. Da habe ich wirklich mal, Alter, was? Ja. Und ansonsten wird da in der Sommerpause nichts getan. Weitgehend nichts. Finde ich, muss ab und zu einfach sein. Ja, also ich dachte wirklich auch in jedem neuen. Ich habe es auch weggepackt. Ich war über 11 Jahre lang nicht in Urlaub, bis vor 2 Jahren. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, jetzt fahren wir einfach mal. Scheiß der Hund drauf. Ja, natürlich ist ein Haufen Geld, etc. etc. Und habe sofort festgestellt, alles klar, das ist jeden Cent wert. Fuck you. Fuck you. So, aber mir brennt Augen schon, also empfehle ich mich Richtung Matratze. Labi ebenfalls. Mir rindert Sauce überall, aber ich schwitze wie eine Drecksau. Ihr seht meine Schweißflecken unter die Arme bloß nicht, weil sie so groß sind, dass das ganze T-Shirt überdingsten. Der Hirsel Rainer schreibt, wenn man so die News liest, möchte Spanien bzw. Mallorca ja auch keine Touristen mehr. Ist auch in Ordnung. Die haben die Inseln einfach kaputt gemacht. Ist auch in Ordnung. Ganz ehrlich, in Mali was scheiße, das hat mir überhaupt nicht getaugt. Herr Kulzer schreibt, fliegen werde ich, solange ich einen Hund habe, sowieso nicht. Da hab heute wieder gelesen, dass Goldi in einem Flieger an einem Herzinfarkt gestorben ist. Ja, man steckt seinen scheiß Hund aber auch nicht in einen Flieger. Jeder, der das tut, ist ein verdammter Tierquäler, bin ich der Meinung. Und ansonsten, wir machen es ja genau, also, wir müssen unseren Hund mitnehmen, bist du besoffen. Du musst halt einfach dann, weiß ich nicht, du hast ja auch Eltern, wir machen es ja ganz genau so und die passen einfach dann einmal eine Woche auf die Hund auf. Das geht schon. Da sterben sie nicht, das ist alles in Ordnung. Aber auf keinen Fall deinen Hund mit in den Flieger nehmen, Alter. Das ist das allerletzte. Falls da irgendjemand auf die Idee kommt. Das ist das allerhinterletzte. Das schwimmt im letzten mit den Schwimmflügeln noch hinten rein. An der Größe der Achselflecken kann man die Uhrzeit ablesen. Das ist die Sonnenachsel. Klasse, und ich fliege jetzt dann das erste Mal nach Malle. Oh Gott, Pitt, es kommt jetzt ganz drauf an, wir haben in einen relativ alten Ort geflogen. Und vor allem im Juni. Sauber zu früh. Da haben noch keine Bars aufgehört am Strand. Da haben noch keine Klos aufgehört am Strand, etc. etc. Das hat es mir ganz ordentlich versaut. Und das darf halt jetzt schon durch sein. Das war letztes Jahr Anfang Juni. In meiner Babysommerpause, normal fahren wir halb fort, haben wir uns gesagt, aber dieses Jahr halt nicht, weil dieses Jahr steht die Küche da. Das ist finanziell ein großer Batzen Geld. Da fahre ich nicht nur für einen Tausender irgendwo in Urlaub. Zusätzlich. Und das hätte ich jetzt halt nicht sagen dürfen, weil sonst reißt es mir nächste Woche den Kopf ab. Aber das seht ihr dann nächste Woche. Führt euch im Chat dann ständig auf, seid grantig, aber freundlich, sagt der Nightbot. So schaut's aus. Stoshi, Kappel. Stoshi, selbe schlechte Nachricht wie die letzten 6 Monate. Bavarian Dream, wie schaut's im Winter mal mit Retro-Games bzw. Spiele aus der Kindheit aus? Das geht immer einmal. Jetzt, eigentlich hätte es jetzt ganz gut passt, glaube ich. So als Lückenfüller. Der ganze Sommer ist eine einzige Lücke, aber mittlerweile bessert sich wieder mit neuen Spielen, vor allem direkt nach der Sommerpause. Stalker 2, das Wukong-Spiel zur Not. Dann haben wir Stalker 2, ganz viel Bock. Dann kommt das, fuck, wie heißt das Warhammer-Spiel?
Space Marine 2, absolute Zerpümmelung, voll Bock. Dann kommt der Horror Oktober. Da hoffe ich noch schwer, dass wir noch ein Announcement für Madison 2 kriegen. Ich glaube es aber nicht. Das war zu kurzfristig. Der Horror Oktober wird wieder vollgeschissen mit Indie-Games, außer es kommt nur irgendein etwas größerer Titel aus dem Horror-Genre, was ich nicht glaube, aber die Indie-Games waren bombengeil. Ja. Der Kulzer schreibt nochmal was. Was schreibt er? Wo schreibt er? Fluing werde ich so lange in Hund und dann. Hä? Wieso sagen ich da über? Absolut richtig, Hund und Flieger geht einfach nicht. Weil, Männerlords kann man mal wieder passen oder ein paar große Updates geben. Ja, okay, wir haben jetzt noch, jetzt passen wir auf. Wie ist denn der Plan die nächsten Wochen so? Ich habe mir tatsächlich ein bisschen einen Plan zusammengebaut, weil wir haben ja nicht mehr lang bis zur Sommerpause. Das ist ja völlig narrisch. Ein Monat noch. Wo ist die Zeit hier? Es ist absolut utopisch, Alter. Es ist absolut utopisch. So, jetzt haben wir heute Elden Ring durch, dann übers Wochenende bin ich wahrscheinlich schwerstens geschädigt, darum gibt es nächsten Montag erst einmal ganz klassisch einen Blätschmerz. Wegen einem Blätschmerz reindroschen, weil es wurscht ist. Und dann hätte ich mir gedacht, machen wir mal wieder eine kurze Video-Review über so zwei so Typen, wer es genau ist mir wurscht, aber wir schauen uns das so, ich finde die super unterhaltsam. Und ja, die haben, glaube ich, gerade so ein bisschen aufsteigenden Ast mit den Abos. Ja, haben glaube ich, mich schon lange überholt, aber das ist ja vollkommen wurscht. Und ein gemütliches Männerlords-Shot wahrscheinlich auch nicht. Und am Mittwoch geht es nochmal weiter mit Elden Ring. Dann habe ich einen speziellen Blätschmerz am Montag eine Woche später. Und dann ist wahrscheinlich das so, werden wir langsam fertig mit dem Elden Ring. So, dann wird es langsam wahrscheinlich auch wieder langweilig. Ich kenne auch mich. Deswegen muss ich ein bisschen Meta machen, dass wir zum Endboss kennen, dass ich es wieder abschreiben kann. Ich habe jetzt 2 Wochen lang super viel Spaß gehabt mit dem Spiel. Der DLC ist brutal geil. Aber ich kenne mich, was das ist, und mittendrin würde ich sagen, ja, eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Und das wird diesmal durchgespielt. Ja, das wird dieses Mal durchgespielt, das lassen wir mir nicht liegen. So sieht's aus. Naja, kriegen wir schon. Hin. Letzter Urlaub war 2008 für 3 Tage Österreich. Mich stresst es mehr, als wie es mich entspannt. Bleibe lieber daheim und versumpf vor der Playstation. Steffi, genau das habe ich auch gemeint. Falsch. Genau, das habe ich auch. Ich mag jetzt da keinen Urlaub zwingen, ja. Aber einfach mal, was für mich furchtbar wichtig ist im Urlaub, damit ich ein Urlaubsfeeling habe, ich muss in einen Flieger einsteigen. Und nach 2 bis 4 Stunden steige ich aus dem Flieger aus und dann trifft mir erst einmal eine Südsee-Meeres-Salzluftwolke bei 40 Grad in die Fresse und dann weiß ich so, jetzt bin ich weg. Das war die beste Entscheidung vor 2 Jahren, die wir getroffen haben, jemals. Weil ich niemals drauf käme, dass Schnorcheln so awesome ist, wie es mir heute nun mal taugt. Nur ein paar Tage Urlaub ist kein Urlaub. Es muss schon 2 Wochen sein. Ja, das ist absolut richtig. Es ist leider gerade, eine 2 Wochen Urlaub ist bei uns zum Beispiel nicht möglich, weil wir so lange die Hunde nicht abgeben können. Das geht auch nicht. Das mag auch die Frau erst recht nicht und ich mag es auch nicht. 10 Tage ist das absolute Maximum. Letzter Flieger war nach China. So weit war ich noch nie weg. Am gemütlichsten ist mit dem Zug. Ja, wenn ich natürlich 2 Wochen später kommen will, wo ich hin will, dann schon. Ich fahre ganz extrem ungern Zug. Wir haben jetzt Haus und Kind, da ist nichts mehr mit Urlaub. Andal, das ist absolut richtig. Also ihr könnt natürlich in Urlaub fahren, aber dann macht ihr euch zu den unbeliebten Pärchen, die ein Neugeborenes in einem Flieger mitnehmen, das dann 4 Stunden lang durchschreit. Und so der ganze Flieger denkt so, ich drehe alle 3 jetzt das Krickerl um dann. 3 bei 3, 2, 1. So. Ganz so krass wie bei euch in Deutschland ist halt nirgends mit die Verspätung. Okay, ja, ich wollte gerade sagen, das war natürlich allgemein ein Witz, aber bei uns hat das Klischee kommt nicht von irgendwo. Ich glaube, ich war in den letzten 10 Jahren 2 oder 3 Mal im Zug und jedes einzelne Mal hat eine Verspätung gehabt. Und zwar nicht bloß um 10 Minuten, sondern um ein paar Stunden. Und dann kriege ich jetzt Kotzen. Bin ich raus. War damals 2 Wochen in der Türkei, also 14 Tage brüllende Hitze, ist mir dann doch zu viel, aber eine Woche Strand ist super. Ja, ich finde 10 Tage so perfekt. Ist nicht zu lang, ist nicht zu kurz. Und Türkei kostet auch nicht viel. Man muss halt mengen. Und wenn der allgemein so arabische Länder halt nicht taugen, was ich irgendwie verstehen kann, muss ja nicht in jedem das seine sein, dann bleibst du in so einer Hotelanlage. Und die Türken bauen 5-Sterne-Hotelanlagen, die schauen aus wie Paläste. Und da drin behandeln sie die wie Götter. Das kann schon geil sein. Mit Privatstrand, alles gemütlich, du brauchst da nichts scheißen, nichts nachdenken, einfach Darling, fuck you, lesen, bauen, fressen wie die Götter und easy. Und da kommst du bei 10 Tagen wahrscheinlich mit 1.000 € weg. Inklusive Flug, all inklusive und allem.
Gut, im August vielleicht nicht direkt in der Hauptsaison, aber dann ist es ab 1400 Euro ist es machbar. Und ich finde, es soll jetzt jeder in der Lage sein, im Jahr auf Zeiten zum Sparen. Es ist so wichtig und tut so gut. Aber ich gebe der Steffi recht, andere Menschen. Schau mal, Alter, ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich andere Menschen hasse. Und ich schaff's auch. Es geht schon. Es geht. Ach ja, und ich kann nicht in die Sonne. Bin so ein Dauersonnenbrand geplagt, selbst mit SF50. Ja, Steffi, alles, was ich da her sind kleine Ausreden und Dinge. Und ich war genau der gleiche. Aber mit genau die gleichen Sachen. Also viel Sonne, also viel Leid, also viel Stress. Ich kann da nicht ruhig. Ach nein, dann haben da überall Kinder und. Erwachsenenhotel. Gott gab uns so etwas wie einen Sonnenschirm. Legst du dich in den Schatten rein. Gemütliches 4 bis 5 Sterne Hotel, irgendwo nicht zu weit weg, 2 bis 4 Stunden Flug. Ist bezahlbar, vor allem in der Türkei ist bezahlbar, Ägypten ist bezahlbar, etc. Es geht schon. Und ich war genau der gleiche, ich hab's auch ewig weggepackt, mir war es Geld schon, mir war leid und dann bin ich mit jedem Scheiß dahergekommen, bis wir es einfach da haben. Und dann war ich da, hab das so gesehen, Schädel ins Wasser und hab mir gedacht, weil wir haben in das 11 Jahren nicht da können. Bin ich behindert, oder? Bin ich behindert? Ich mein's euch ja bloß gut. Aus eigener Erfahrung. Beste. Und mir stinkt, ich sag's freiwillig, wie es ist, mir stinkt's ein bisschen, dass wir dieses Jahr im Juni eben nicht fortgefahren sind. Es muss ja nicht immer fortfliegen sein, es darf ja auch fortfahren gelangen. Dass wir es dieses Jahr nicht da haben. In meiner wie soll ich sagen, einwöchigen Babysommerpause und im Urlaub vor, wann war denn das? War vor 3 Wochen. Ja. Da denke ich mir dann wieder, Kruzifix, da hast du dich komplett kaputt gesoffen, bis Mittwoch umeinander gelegen, vom Urlaub gehabt, genau gar nichts. Naja. Gibt's dann wieder Urlaubs-Unterwasserfotos, aber sowas von. War es vor 2 Wochen mit meiner Guten die Wochen am Gardasee, siehst du das? Bürgerin fährt an, alleine wohlgemerkt, ohne mich. Am Freitag in einer Woche am Gardasee mit ihrer besten Freundin. Da habe ich nichts verloren, darf ich nicht mitfahren. London, Amsterdam, allein die Museen sind die Reise wert. Ja, Herr K., ja, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich gerne so Sachen anschaut. Ich bin nicht so der Museumsding und Sightseeing und so weiter. Ich bin einfach mehr so der gib mir Strand, gib mir Meer, gib mir Bar, gib mir was Geiles zum Essen in der Früh und auf die Nacht und 10 Tage Arschlecken. In 2 Jahren will ich mal die Malediven testen. Mir überlegen wir auch. Malediven oder besser gesagt Bali oder irgend sowas. Das werde ich einfach mal da. So weit weg war ich noch nie. Kostet aber halt einen Haufen Geld. Urlaubsschmerz mit Discord-Fotos von der Community. Können wir auch wieder mal. Freilich. Können wir auch wieder mal. Warum nicht? Aber da müssen wir noch nach August warten, weil die meisten von uns mal im August im Urlaub und nicht jetzt. Ja, genau, sag's einmal. Was hab ich jetzt gleich wieder gesagt, was du jetzt so hart bestätigst, Herr Unkrautbahner? Gib mir ein Radl und ein Gym, das kann ich auch daheim. Was? Dominikanische Republik ist auch gut, ja, da fliegst genauso, das kostet aber auch so viel. Mehr. Ja, gut, wenn es nach Malediven fliegst, kostet es genauso viel. Das ist Kupfer gesprungen, ja, das stimmt. Mauritius, wo ist denn Mauritius genau? Mauritius. Ich brauche bloß einen groben Punkt auf der Karte. Auf der Weltkugel. Wo ist das? Ah ja, also südlich oder östlich von Südafrika. Ja, okay. Ja, es ist schon ein gewaltiges Stickerl. Das ist schon ein Stickerl. Das ist halt einfach auf der anderen Erdkugelseite so. Das ist schon verfickt weit weg. Ja. Was der Mensch braucht, gutes Essen, Heißstrand, Wasser, Entspannung, genau. Manche deren das gern mit diesem Sightseeing zeigen, aber das ist mir dann stressig. Wie kommen wir da hin? Und jetzt müssen wir die so schauen, ja, scheiße, und dann hast du wahrscheinlich nur irgendwelche Guides dabei und dann Mist. Nein, das ist nichts für mich. Das mag ich nicht. So. Jetzt meine ich, schleicht man uns. Nein, hat es gar nicht. 1,2000 für 12 Tage, 4 Sterne hat er am Pass. Wo nicht Domrep? Okay. Alter, 200 Euro in Dominikanische inklusive Flug und Hotel für 12 Tage, das ist ja nix. Das ist ja nix.
Ich gehe auch gerne in Urlaub auf die Berge zum Wandern. Ja, das ist dann auch eine Gegend. Das war für mich zum Beispiel überhaupt nichts. Da ich mich zu Tode langweilen. Gut, am Strand habe ich jetzt auch keine Todesaction, aber ich habe da das Schnorcheln und so, was mir ein bisschen bespaßt. Aber in die Bergdinge ist ich, Alter, warum mache ich sowas freiwillig? Warum mache ich sowas freiwillig? Verstehe nicht. Okay. Ja gut, andere verstehen nicht, warum ich 10 Stunden am Strand liege, lese und jede Stunde eine Stunde lang schnorchelt. Nein. Knädelwurzler! Gott, Sonnenschirm! Hans Haupt aus Breslau erfand 1928 den ersten zusammenklappbaren Schirm. Das hat bis 1928 gedauert. Sagst du mal, wie blöd das die Menschheit ist. Knädelwurzler, merci dir. Heute kein All-Inklusiv. Ja, aber da hinten das Zeug so billig im Vergleich wie bei uns, dass du im Prinzip für 2 Euro zum Essen gehen kannst. Weiß jetzt nicht. Wir waren auch letztes Jahr in der Türkei, einfach klasse. Ja, ich glaube, ich war schon lange, ich war einmal in der Türkei vor, keine Ahnung, Herr Gnillwutzler, ich habe deine Nachricht vorgelesen, die ist wieder verzögert reingeworfen worden. Merci dir. Ein Sturmlakai habe ich übersehen. Hey, Bürger für den Oktober, Ill soll das Jahr noch rauskommen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe, dass Ill rauskommt. Natürlich spielen wir das. Auch wenn gerade kein Horror-Oktober ist, spielen wir mir Ill. Das ist ja klar. Ist ja wohl klar. Herr Sturmlakai, merci dir. Und an den Gnillwutzler auch merci dir. So, wo finden die alten Blätschmerz-Streams in deinem Kanal? Das ist eine richtig gute Frage. Da habe ich, glaube ich, keine eigene Playlist nicht. Und so viele Blätschmerz-Streams gibt es nicht. Es gibt aber, glaube ich, eine andere Playlist nur mit Blätschmerz-Streams. Musst du mir durchscrollen einfach bei meinen Playlists irgendwo. Ich fände Island super, aber das Essen schreckt mich ab. Wandern ist geil. Das finden mehrere Leute geil. Du, meine ganze Arbeitskollegschaft ist ein lauter Bergnarische. Und ich bin der Einzige, der sagt, nein, ich mag nicht mitfahren. Das ist dasselbe, wie wenn ich euch einlade, so, hey, da am Freitag auf Nacht allein machen. Spielen wir 48 Stunden Computer ohne Schlafen. Das ist übrigens auch immer meine Ausrede, wenn ich nicht mitgehen mag. Irgendwelche Betriebsausflüge sind oder so. Ja, das wird super! Da fahren wir an den und den Berg, der hat 2500 Meter, das ist eh nix. Da sage ich, für mich, Alter, der ist größer für mein Haus, da gehe ich nicht auf. Ja, warum nicht? Da ist dann eine schöne Hütten und ich sage, ja, Freunde der Sonne, aber das ist nicht das Gleiche, als wenn ich allein mache und ich lade euch ein und wer nicht kommt, fuck you. Ja, das ist genau das Gleiche. Ich hätte da irgendjemand Bock von euch. Ihr werdet alle wahrscheinlich, weil sie es in dem Kreuz habt, nicht zum sagen, werdet alle sagen, ja, freilich können wir da, was der man da dann ja Computer spielen nach der 40 Stunden und wer Schlaf kriegt, dann aufs Maul. Ja, okay, ich komm schon, weil es keiner im Knack hat, nicht zum sagen. Ja, da bin ich lieber der Buhmann, bevor ich mir ein ganzes Wochenende lang durch die Scheiße durchquäl. Hast du manche deiner alten Streams nicht aufgeladen, zum Beispiel Mortuary Assistant? Doch, aufgeladen sind alle, aber es sind damals, glaube ich, letztes Jahr, war Mortuary Assistant letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Es war vorletztes Jahr, glaube ich. Da waren die noch auf nicht gelistet. Das bedeutet, ich habe früher meine Streams, nachdem es fertig waren, nicht auf online gestellt, damit es mir wenn jemand nach meinem Namen sucht oder meinem Kanal sucht oder nach meinen alten Videos, mit denen ich eigentlich bekannt worden bin, die How-Tos und die Kruzifix-Videos und den ganzen Scheiß, danach sucht, dass meine Streams die Suchleiste nicht vollmüllen. Da musst du ein bisschen, die findest du nur, wenn du in meinen Kanal eingehst und die Playlist findest und da ganz weit scrollst. Und es müsste da übrigens einfach eine ganz große Playlist geben, da wo alles drin ist. Steffi schreibt, beste Ausrede, ich kann nicht, zweimal Bandscheiben hin. Bei mir halt nicht. Aber ja, ich finde die in deinem Kanal nicht. Die findest du auch in der Suche nicht. Die musst du so suchen. Du musst einfach in der allgemeinen Streamlisten so weit scrollen nach Datum und irgendwann kommst du in Oktober ein und dann müssten die da sein. Jetzt schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob man direkt danach suchen kann. Die tauchen auch in der Suche nicht auf. Wie gesagt, Status nicht gelistet. Du kannst nicht danach suchen. Mortuary. Wir haben da einmal Mortuary Assistant 1 und 2 und weiß, dass du bist. Machen wir jetzt so. Und dann machen wir so. Der eine ist da steht jetzt vor einem Jahr gestreamt. Jetzt pass auf, den haue ich jetzt da in den Chat rein. Das ist Mortuary Assistant 1 und der zweite Link ist Mortuary Assistant 2. Den sende ich da jetzt rein und ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es hat funktioniert da, ob ich es in den Chat reingehauen. Muss klar sein. So, Kinder, jetzt gehen wir ins Bett.
So schaut's aus. Schwitze wie eine Sau. Ich wollte eigentlich schon vor einer halben Stunde schauen, weil ich schwitze wie eine Sau. Ich schwitze noch mehr wie eine Sau. Freunde der Sonne, es war mir ein Fest. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Vielen lieben Dank an die ganzen Donations heute. Ich hoffe, die Leute sind noch da. Allesamt, es war halt wieder ein bisschen zwei. Ich weiß nicht, was die Woche wieder los war. Oh, Freunde der Sonne. Dann, kleine Vorwarnung, wenn wirklich alle Strick reißen, dann muss ich mir eventuell am Montag einen gelben Zettel ausstellen. Dann sehen wir uns halt am Dienstag oder am Mittwoch. Oder nur am Mittwoch. Oder nein, das lasse ich nicht ausfallen. Versprochen. Ich streng mich so. Und wenn ich mich da her sitze und vor euch 2 Stunden einfach im Sessel drin liege mit oh Gott. Das wird dann schon gegangen. Am Montag machen wir Blätschmerz. Eben gediegen, gemütlich, damit ich nicht sterben muss. Und nächsten Mittwoch spielen wir nochmal eine Runde Elden Ring. Bis dahin werde ich das Gebiet erkunden. Nach Süden und überall und überhaupt und sowieso. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen, Glocke checken. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften, da waren heute auch ein paar dabei. Danke für die ganzen Donations, danke fürs Zuschauen, danke für die Beteiligung im Chat, danke für die Tipps im Spui. Und jetzt schaut's, das Land gewinnt, gehen wir ins Bitte. Ha, ho, 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 habe! Das hätte besser gehen können. Es ist dann, glaube ich, auch mal irgendwann Zeit für eine Tröte, die dort 3 so Dinger haben. Und die nächste, die haben wir jetzt, glaube ich, seit 5 Jahren. 4, 5 Jahre. Und jetzt wird dann nach der Sommerpause wieder eine Tröte, die haben nicht schweineteuer, deswegen habe ich noch keine, in eine Babytröte investiert mit 3 so Dinge. Und dann lernen wir die nächsten 5 Jahre Trompeten spielen, einfach selbstständig in die Streams. Ja? Das wird gut. Hashtag Strapse! Hauen Sie hinein, ich wünsche Ihnen vorab ein schönes Wochenende. Kuss auf die Nuss, danke fürs Zuschauen. Hat sich eine Habe. Ist übrigens gleichzeitig das Foto für den Sprengel.